Klassischer Anfang. Klassischer Anfang. Einen wunderschönen Freitag, Blätschmerz-Nachmittag. Alle miteinander. Habt ihr gesagt, schon wieder Hundeleiderin, bevor es überhaupt losgeht, mitten am Nachmittag sagen wir, habt ihr nichts zum Tun? Habt ihr nichts zum Tun? Habt ihr nichts zum Tun? Ich weiß nicht. Ich hab nichts zum Tun. Habe die Ehre miteinander. An den Herrn Schurl, an den Herrn Schissel, an den Müri, an den Julian, an die Frau Gewalt, an den Obantler, an den Stefan, an den Schirchenhund, an den Zaurox Special Greets, an den Zaurox, ich weiß, dass er sich freut. An den Mari, an den Anti-Radler-Squad, der Dispex, der Gandhi, der Wolfi, der Schul, Nummer der Zaurox, der Ede, der Alex, der Fabian, der Schrotzhammer, dann Special Greets an meine Mods, selbstverständlich. Der El Haso, immer wieder schön zu sehen, dass einer mit 30.000 Abos an Greenscreen besser hinbringt wie einer mit 84 Millionen. So hast du gesagt. Und danke für das Lob. Ich weiß zwar nicht, was das da herin zum Suchen hat, das erkläre ich später. Frau geht dahin, vergesst für den Chicken 29. Raute eine Tötteln. eine Tötteln. So, Moment. Eine Tötteln. So, wen haben wir da noch? Den Herrn Brucker, den Alex, den Strutplayer, den Herrn Rabensperger, den Hannes, den Herrn Rhein, den Lucke, den Olaf, den Fabian, den Corbinian, den Mr. Max, den Let's Doni. Ich weiß immer noch nicht, ob Let's Dan oder Let's Doni oder Let's... Thomas! Na, ich hab nix zum Dorf, bin krank Okay. Du kriegst von mir Prost. Du kriegst von mir Prost to your face. So. Verena ist da, der Kilios ist da, der DNC Murray ist da, der Chris ist da, der Petros, der Eder von daheim, dessen Alert für die Mitgliedschaft nicht funktioniert. Zu der Mitgliedschaft habe ich heute auch noch was zum Verzeihen. Wie es weitergeht, habe ich euch was zum Verzeihen. Ich habe euch so viel Zeit zum Verzeihen. So. Wie schauen wir aus? Wie geht's euch? Mir geht's gut. Fragt's nicht nie, wie es mir geht. Hoppala, hat schon wieder Kuppel ausgegangen. Ich soll jetzt vor dem Stream nicht so viel saufen. Jetzt haben wir eine angemalt, weil ich ja wusste, sauf im Stream. Weiß nicht. Sitzt die Tour mal 2 Stunden hin, schrei man an wie ein Vollidiot und saufst der halbe. Viel Spaß beim Kotzen. Aber gut. Außerdem, wer sagt, dass das Wasser ist? Räuber sind wieder am Start. Trollock! Heute ist schon wieder. Grüezi Nallfeier. Heute ist aber Kohl, heute ist der Zwickl. Ich hab's genau gesehen. Vergeht's gut. Herr Trollock. So. Servus, grüß Gott beieinander. Wer ist heute neu dabei? Ja, wer hat einen Freitag Blätschmerz noch nie mitgemacht? Sondern ist erst dabei, seitdem wir jetzt seit 2 Wochen quasi Games streamen. Ja? Spiele streamen, Zocken streamen. Das würde mich interessieren. Wer ist neu? Wer war noch nie beim Freitag Blätschmerz dabei? Den machen wir ja erst seit 1,5 Jahren. Eigentlich machen wir seit 2 Jahren, aber sagt es keinem. Und weißt du eh, wie es ist. So, ich darf jetzt gern irgendwie einen Chat langsam lesen können. Sobald ich anfange, irgendwie Leid zum Grüßen. Also das erste gleich einmal vorweg. Der Stream heute am Freitag, der Blätschmerz-Stream, das 6.9 schon am Thumbnail und am Titel, ist nur da, damit ich mich mit euch einmal im Chat unterhalte und überhaupt. Und über Gott und die Welt schmerzt, aber nein, über Gott reden wir lieber nicht. Wie ich bloß gespielt. Ja, wie soll ich sagen? Es gibt Neuigkeiten, auf alle Fälle. Ja, der Plan ist ein anderer. Oberantler Geibüffi. SRVZLI. Servus, Libirger. oder Berner. Weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich wieder sehr ein Insider-Begriff, dass ich nicht weiß, was ein Berner ist. Oder ich verstehe es gerade, ich lese es gerade falsch oder ich interpretiere es gerade falsch, aber vergeht's gerade für deine Donation. Fix Mari, wer sollte in den Chat lesen, Leute? Grüezi Nallweier. Alter Bürger, wenn du das spielst, was in deinem Hintergrund ist, dann leg mir am Arsch. Natürlich spielen wir das. Das ist, also, fangen wir überhaupt, ich weiß überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen. Erst einmal, Phase 1.
Ein riesengroßes Dankeschön an alle für die letzten 2 Wochen. Ich hab mir so viel in die Hosen bieselt davor, so quasi. Herr Smurfen! Grüß euch, ich bin der Smurf. Was für Smurfen waren das? War das unser Moderator Smurfen? Ich weiß nicht. Vergesst für den Zwickel, glaube ich, war. Der Enduro Hallertau. Vergesst für den Euro. So. Erstens. Nein, Für die nein, erste halt nicht. Hochhavedere und Guad Moang wo der Nachtschicht Bernd Gesicht mit Freudentränen. Ola, jetzt halt Frau geht dahin. Hast den Kasten außer gejagt? Wenn ja, IDWus. Welchen Kasten? Meinst du meine Ich bin Einbauschränke? ein Rasensprenger. Ja, Herr Krämer, vergeht's gut! Schwieger habe ich drin! Bilder habe DRRT. Haben wir jetzt fertig! Ich möchte euch was verzeihen! Zu dem super tollen, zu der wirklich super toll, das ist jetzt schon wieder so, als sei das nicht ernst, Mann. Das ist tatsächlich eine Errungenschaft, auf die bin ich sehr, 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 sehr stolz. Und ohne euch war es nicht möglich gewesen. Nämlich, wenn ihr da irgendwo unterm, ich weiß ja nicht, je nachdem, wo ihr seid, ja, am Handy oder am PC oder sonst irgendwo, eine wundervolle Errungenschaft, die offensichtlich dem Erfolg des vergangenen Streams und dem vergangenen Streamings der Spiele zu Schulden gekommen ist der Mitglied-Button, der jetzt offiziell in meinem Kanal verfügbar ist. Und YouTube hat mir quasi, ich nenne es jetzt einfach einmal so, Stufe 2 Partnerschaft gemacht. Jetzt kann quasi jeder Mitglied werden und muss nicht mehr mit dieser geschissenen YouTube Gaming App irgendwo rumsuchen. Keiner muss mehr fragen, hey, wie wird man eigentlich Vollbier-Squad Mitglied und was ist das? Jetzt gibt es nämlich da überall einen Knopf, wo einfach steht, Mitglied werden. Und ganz ehrlich, den kriegen normalerweise Was ist denn los mit dir? Ja, dann haben wir schon weit. Herr Mörder! Mörder! Ein herzliches Willkommen beim Vollbier-Squad und vielen, vielen herzlichen Dank. Du warst der Erste heute, der den Knopf gefunden hat, offensichtlich. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Und was das heißt der Chat. Einmal in den Chat. Habe die Ehre, Herr Mörder. LIZW erkannt daru aber konnt ein Steams Osaun Gesicht mit Freudentränen. Zum Zocken und zum Videos schauen. Herr Ritz, die Ehre aus dem Rot. Dere aus dem Rotkreuzhaus Schwarzer Feld. Herr Ritz, Special Greets zurück nach irgendeinem Rotkreuzhaus in Rotzerfeld. Keine Ahnung. Willst nicht über Gott reden, ist da was vorgefallen? Nein, ich rede nicht über Kirche. Ja, da ist was vorgefallen tatsächlich. Rasensprenger. Ist ja gutes Kleid, ich tue doch nicht mehr was! Ein Halt, gibt's gar nicht herzlich rein! Seers nach Landau Ostbar Pastetten. Herr Borgo, vergeht's für deinen Fünfer. Jetzt auf, das ist cool, das ist jetzt wirklich cool. Ich bin ein Rasensprenger. Mr. Bankris, vergeht's für den Fünfer. Jetzt jetzt bitte auf. Ich sag's euch, wie es ist, ich schalte einen Stream aus. Ich schalte einen Stream aus. Ich krieg diese Konten sind nicht, ich komme doch nicht. Was ist denn los mit ja, dir? Das geht. Mr. Bankris! Wir müssen uns da mit irgendeiner besseren Ansage aussehen. Mr. Bankris, vergesst für deine Mitgliedschaft beim Vollbier-Squad. Und Chat, ihr wisst, was das heißt. Hab ich dritt! Mr. Bankris, hab ich dritt! So. Und ich sehe da schon auf der linken Seite, dass den Mitglied-Button mehr Leute gefunden haben. Das wird jetzt schon eine Zeit so weitergehen. Das tut mir wirklich leid. Bin ein Netze keine Ahnung. Ja, er bleibt schmeiß Padre, heute jetzt dein Maul, Padre! Servus, O Ise KLA. Was ist denn los mit Motti dir? ist wieder MOEM-Start. Danke, Padre. Danke, vorhergehende. Mr. Zocker Steve, wie viele Leute müsste man heute Mitglied, müssen wir die einmal alle abhandeln? O Damit Ise aber jeder Winter Mitglied ist, der Mitglied MOEA. werden kann. Hashtag Und hört halt nicht so nicht der Reihe Wasserschäne irgendwann und einmal auf. schönes Wochenende. Mitglieder, wir brauchen Mitglieder! Was ist denn los mit dir? Also, die Es ist doch einfach bloß, was ist, was ist denn das das? beste Geschenk ist der E-Stream. Schmutzflo! Merci! Hab ich dir eben voll wie Squad! Wer war der andere? Grüezi, Fixi, ich krieg schon gar nicht mehr mit, weil es schon wieder so fett sind. Jetzt pass auf, der Hand, oh Gott, der Hand so will. Der Zocker Steve war da noch nicht. Zocker Steve, hab ich dritt! Dann haben wir noch einen Schmutzflo, hab ich dritt! Der Herr Oberreiter, hab ich dritt! Wen haben wir noch? Den Marder haben wir schon gehört. Vom letzten Mal gingen wir nur ein paar ab. Pass auf, den Charlie, den blenden wir mal schnell ein. Herr Oberreiter, vergeht's Gott leid für euer Mitglied, um Gottes Willen. Ja gut, aber irgendwo war es mir schon fast klar, dass das, wenn es sonst sowieso eskaliert, dann eskaliert mit was Was Neues. ist denn los mit dir? Hasebert! 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 Hasebert!
das war's wert. Vollbier-Squad, Mitglied sei. Yay. Merci für eure Mitgliedschaft. Holy shit, ist gut jetzt. Haben wir jetzt fertig? Ist okay jetzt. Hey. Chat, flippt einfach mal aus und schreibt's nicht. Hab ich irgendeinen Namen. Den hab ich aktiviert. Der Charlie war letztens nicht im Stream drin. Die Alert-Nachricht. Das ist letztes Mal irgendwie nicht gescheit gegangen. Keine Ahnung. Und es ist halt, wir sollen sagen, Herr Charlie, habe ich dere und habe ich dere Rest. Jetzt wird's dann langsam schwer, dass ich die Leute einzeln grüße, weil es so viel sind, dass es nicht mehr feierlich ist. Da ist, hört euch da nicht auf. Oberlandler, geil Buffet, du Buffet, habe ich dere. Scheißt einfach einen Chat zu und schreit, habe ich dere Mitgliedschaftler, was weiß ich. Der Vollbier-Squad wird immer mehr und es ist echt ziemlich heftig eigentlich, wie viele Leute das schon sind. Was ist denn los mit dir? Pyro, Herzball 2000! Ich bin aber, du sollst den Namen umbenennen 5000, wenn du mich fragst. Habe die Ehre beim Vollbier-Squad und merci für deine Mitgliedschaft. Vielen Dank. Jetzt will wir noch einmal alle durch. Luki, vergesst doch, Mai wohlerige ist NDO zwart, woan aber das ist mal wert. Ja, das ist mir wurscht, Luki, da schauen wir mir jetzt gleich einmal nach. Wer bist du? Wo ist der Luki? Was ist denn los mit dir? dir? Komm! Oliver! Ist ja gut jetzt! Sitzt doch da nicht. Hör, da streamt da jemand. Habe ich drin, du jetzt Karamellpferd, zockst du jetzt? Nein, zockt wieder nicht. Thomas! 1, 2, 3, 4. Wenn mich nicht alles richtig erinnert, dann bist du der vom Bulldog aus zuschaut. Geile Nummer. Merci dir für deine Mitgliedschaft im Vollbier-Squad. So sind wir jetzt fertig. Haben wir es jetzt? Das ist gut jetzt, okay? Der will ein bisschen was verzeihen. Ich bin nämlich tatsächlich doch sehr stolz auf diesen kleinen Mitglied-Button. Den kriegen nämlich normalerweise bloß irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann man den kriegt. YouTube hat es halt irgendwann vorgeschlagen. Offensichtlich waren die letzten 2 Wochen so erfolgreich, dass YouTube gesagt hat, ja okay, dann machen wir das. Habe ich gesagt, ja okay, dann machen wir das. Und jetzt ist halt der Knopf überall verfügbar und so bleibt es auch. Und das alles nur dank euch. Versteht's mich? Versteht's ihr mich, was ich sagen möchte damit? Versteht's ihr mich, was ich sagen möchte damit? Was ist denn los mit dir? Hardy! Wir brauchen da definitiv mehr Musik, das habe ich schon gesehen. Hardy, Mr. Kratz, habe dritt und merci dir für deine Vollbier-Squad-Mitgliedschaft. Und herzlichen Dank und Chat, ihr wisst, was das heißt, habe dritt. Leute, wo ist die Stimmung? Ja, weiß ich nicht. Leute flippen doch alle aus. Was ist denn los? So, das ist einmal das Erste, was ich euch heute erzählen wollte. Ja, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ohne euch war es nicht möglich. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Zockerei so gut ankommt. Wahnsinn. Ja, geil, Biffy. Du GIRGERI, danke recht. Sackrisch, Spezi. Gib mir was. Ihr müsst euch zum 100. in die Livestreams, in die Zockerstreams, sage ich es auch jetzt, wenn mindestens mittendrin einmal. Ihr müsst euch um Gottes Willen nicht bei mir bedanken. Niemand muss sich bei mir bedanken, dass ich mich her sitze und das mache. Was soll das? Da muss keiner Danke sagen. Ich muss Danke sagen. Von ganzem Herzen, Hut ab, merci und überhaupt und sowieso. So, jetzt ist gut. Ich hätte gerne ein paar Sachen verzeihen. So. Hoppala, da ist mein Pip umgefallen. Da ziehen wir nochmal sauber vor der Pip. Falls mir jetzt wieder irgendjemand fragt, was das ist einfach irgendein 0815 Pip, weil scheißegal. So, also, jetzt merkt es auch, und Mädels. Mädels sind ja auch gar nicht so weit, so wenig. So, das da im Hintergrund, hoppala, das da. Seht ihr das da? Seht ihr das, was da steht? Metro, Exodus. Wann kommt das aus da? Was ist das überhaupt? Oberarzt der Live! Der Oberarzt ist live. Mich würde das wirklich interessieren, was der Oberarzt der Live ist. Der Oberarzt da! Merci! Für dein Vollbier-Squad Mitgliedschaft! Chat, bitte einmal eskalieren, habe ich dritt her, Mr. Oberarzt. Jetzt! Ab dafür. So. Und zwar, Metro, da ist. Sowieso blöd in der Kamera da drin, dass wenn ich so wirklich spielen will. Mr. Bankris! Variante mit Danke für die ganzen Zeichen Basti Entscheidung Eva Gesicht mit Freudentränen. Eikalon, vergeht's gut! Grüß jetzt! Ich darf so gern was verzeihen. So. Nächsten Freitag kommt Luki! Das mit Zähne! Warum? Da weißt du aber auch, was das war. Leste heit Geburtstag, hob ihr an Guadendog. Luki,
finde den Fehler. Du hast Geburtstag, nicht ich. Wieso gibst du mir an deinem Geburtstag 10 Euro? Verstehe ich nicht. Aber, wenn der Lucky Geburtstag hat, dann singen wir ihm doch ein Ständchen, oder? Alle, ganzer Chat. Happy Birthday. Muss es immer singen wie der absolutäre Deutsch-Englische. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Lucky. Happy Birthday to you. Merci für dein Zinne. Alles Gute zum Geburtstag. Wie alt wirst du denn? 40? 50? 5? 8? Ich weiß nicht. So. Da muss ich mir erstmal die Nosen abputzen, weil ich da sauber gerade eingesungen habe. Stell dir mal vor, du singst in deine Nosen rein. Was meinst du, was da los ist? So, nochmal. Metro Exodus, hier oben. Habe ich als Hintergrund gewählt. Nächsten Freitag kommt dieses Spiel, das ist ein Spiel, Zocken und so, was wir die letzten 2 Wochen da haben. Und das Spiel schaut, ja, ich lasse mich auch gerne mal von einem Trailer blenden, aber ist egal. Das Spiel schaut optisch schon einmal extremst vielversprechend aus. Es ist ein Shooter, es ist aber ein Story-driven Shooter, First-Person-Shooter in einer postapokalyptischen Nachkriegszeit in Russland, glaube ich. Und da rennen alle möglichen verrückten Idioten rum und irgendwelche gestörten Viecher und so weiter. Und da werden wir mir eine Geschichte erleben. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ich freue mich drauf. Das schaut ultra geil aus, das Spiel. Hoffen wir, dass es ja so spät und dann werden wir es schon herausfinden, da die Song. Das ist einmal das Zweite, was ich euch heute erzählen will. So, die Frage ist, was sehen wir mir bis dahin? Also theoretisch, ja, habe ich gesagt, jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag um 8 Uhr umeinander machen wir irgendwelche Streams und zocken wir irgendwas. Bis nächsten Freitag. Also der heutige Stream war ja auch nicht geplant, das muss man auch mal dazu sagen. Und Moment, ein Schlückchen. So. Wo waren wir stehen bleiben? Frau, geht da hin! MOI in Messenger reinschauen. Wer so jetzt schafft, oh! Messenger, jetzt kommt jetzt ganz drauf, was ist, aber das weiß Frau, geht da hin, ja, das tut ja öfter. Was haben wir da? Gernot Pachanik in oben ohne Staffel 3 Folge 1. Was zur Hölle ist das? Gottsam 30, was ist denn das? Müssen wir das so schauen? Warte mal. Machen wir so. Ich habe halt leider Gottes für das alte TV-Format kein Ding nicht. Jetzt warte mal, ich drücke jetzt einfach mal auf Play. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das für eine uralte? Ich bin ein Lucky! Danke für Danke für die IR-Kapella. Danke für deine jetzt 15 Euro, glaube ich, sind's. Deine Stimme ist echt der pure Wahnsinn. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Ich glaube, das war's, was mir die Frau geht dahin sagen wollte. Insgeheim glaube ich das schon. Den du da für mich geschrieben hast. Joe! Fährst du uns nach Hause? Ich bin blau. Ich fahr heute keinen Meter mehr. Polizei! Was, wo? Da vorne hinter dem Lieferwagen. Scheiße. Judith, komm auch nach hinten. Schnell. Wir sind alle 3 gefahren, alles klar? Bitte, ja? Was? Jeder von uns ist gefahren und jetzt keine Fragen mehr. Stehen bleiben! Steht eh schon. Ja, sie ist selber auch. Guten Morgen, die Herrschaften. Was ist das? Ja, das ist ja der Herr Horowitz Junior. Da machen wir doch eine... Was hat denn er für Frisur? Warum sagt man meinen Mauszeiger nicht? Warte mal. Was hat denn er für Frisur? Der schaut aus wie in die... Warte mal da. Was ist das? Was? Warum? Warum möchte er denn ausschauen wie Elvis? Warum will er denn das? Fahrzeugkontrolle. Alkotest, Papiere, meine bieten der... Papiere von wem? Also da ist keiner Wo bitte ist der Fahrer? Welcher Fahrer, Herr Gruppeninspektor Pimp? Nein. Ja, ist der Herr Gruppeninspektor Pimp. Na, mich nicht auf die Schaufel nehmen in aller Herrgottsfuhr, ja? Also was ist? Einer von euch muss ja gefahren sein. Ach so, ja, ich bin gefahren. Nee. Oder warst du das, Joe? Gestern Abend jedenfalls bist du gefahren.
Stimmt, da war ich noch nüchtern. Gestern Abend ist mir wurscht. Herr Ja, Kohler! jetzt will wissen. Oettinger alkoholfrei. Na, jetzt, Der mal jetzt willst Radler, du alkoholfreies Radler Und Sie sind kaufen, Herr nüchtern? Kohler. Nein. Deswegen ist sie ja auch nicht gefahren, sondern ich. Glaubst du, dass sowas wirklich Lucke? So, was, so woher 2 So Millionen vor oder 2x 1 Euro und nah an 10er und an 5 Stop und it! EZ Luki, Igno stop it! OAN. Sie sind gefahren. Meinst du, ob das Ach so. wirklich funktioniert? So So viel ich weiß, haben Sie aber gar keinen Führerschein. Eh nicht. Müsst ihr mir gesagt, mein Sohn, Mädel, Leute. Wäre sauberne Sache. Dieser Chat muss Du bist aber nicht grüner gefahren, weil werden. du zu viel Promille hast. Dieser Ja, Chat deswegen muss bin ja grüner ich werden. gefahren. Red keinen Blödsinn, du hast gar keinen Führerschein. Gefahren bin ich. Keine Diskussion jetzt mehr. Lass mich davon nicht pflanzen. Hier haben die. Sagen Sie mir die Papiere und dann machen wir alle einen Wer Alkotest. ist. Wer kriegt denn dann Wer einen Stress? zuerst? Hat das schon mal Bitte? jemand ausprobiert? Wir mit Ihnen oder Sie mit uns? Was? Hat das schon mal irgendjemand ausprobiert? Keine Ahnung. Wir machen alle einen Alkoholtest, haben Sie gerade gesagt. Das heißt, Sie und Fräulein Arabella machen auch einen. Das finde ich echt super. Wer die wenigsten Promille hat, zahlt eine Runde, okay? Typisch. Ganz der Papa, aber nicht mit mir. Sie fahren jetzt das Auto da Ganz ganz der brav Papa, auf die aber nicht Seiten. mit Und mir, Arabella, bist du Sie deppert? machen dann den Alkotest bei den Herrschaften. Moment mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie fordern 3 Betrunkene auf, von denen 2 gar keinen Führerschein haben, das Auto auf die Seite zu fahren. Blöd ist er nicht. Das darf mich interessieren. Was ist denn Ein los Schlag. mit Herr dir? Troller! Anders. So, jetzt. Merci, Herr Trollog, für deine Morgen, Papa. Mitgliedschaft. Guten Morgen, Für Herr deine Horowitz. Mitgliedschaft. Was? Für deine Grüß Gott. oder Merci dir. Also, was ist Mr. Chat, passiert? Ihr wisst, was das heißt. Keine Oder Ahnung. rausflippen. Dein Kollege hat uns eine rote Ampel Troller. unter die Nase gehalten, hat uns Fragen gestellt, unsere Antworten haben ihm nicht gepasst. Dann hat er uns verhaftet. Hast du Troller. einen Anwalt bei der Hand, Bei Papa? dir Spend I gern. Also, jetzt mal ganz kurz im Ding. Ich glaub, die Quintessenz aus dem Video, die haben wir gesehen. Die haben wir gesehen. Mich interessiert, ob das schon mal irgendjemand gemacht hat. Ist gut jetzt, Leute. I've got to pump my I've got to pimp my Gruppeninspektor. XD. I've got to pump my Gruppeninspektor, ja. Vielen Dank für die Frau Getter-Hi für dieses aufschlussreiche Video. Wahrscheinlich probiert jetzt am Wochenende jeder zwei. Also nochmal, sicher ist sicher, probiert das nicht aus. Besucherfahren ist einfach nur dumm. Ja, das habe ich auch in alle meine Videos bis jetzt gesagt. Wer einen Fahrer macht, hat eigentlich automatisch verloren. Padre, Schau MOI in der wo Discord. soll ich noch überall hinschauen? Wo soll ich denn noch überall hinschauen? Padre, was soll ich machen? Nein, du bist jetzt hier ein Volldepp. So, wir zeigen jetzt euch das. Warte mal, da so, da habe ich reinschauen müssen. Warte mal. Da. Ist der gut jetzt? Mach nur So mal das ZHREAF und weißt, dass du bist nur MOI2 des Hosts an 20K4 Day. Was? Wo? Ich hab kein Wort verstanden, Leute. Ich hab kein Wort verstanden, Leute. Wir drücken jetzt da nochmal auf Play, damit ein bisschen Musik da läuft. So ein Oberhandler Geibel für sein Ding. Mach nochmal das grinsende Gesicht. Haha. Was für ein grinsendes Gesicht? Das. Ich weiß nicht, was für ein grinsendes Gesicht. Das war wahrscheinlich völlig unbeabsichtigt. Ja, ist ja wurscht. Der Ping Dark schreibt: Alter, zockst du heute wieder Resident Evil 2? Na, mit Resident Evil 2 sind wir durch. Also der Plan für nächste Woche ist folgender. Das wollte ich vorher erzählen. Normal, Montag, Mittwoch, Donnerstag, 8 Uhr auf die Nacht, spielen wir irgendein Spiel. Da Metro, da ist Metro, aber erst nächsten Freitag rauskommt, wird es erst mit dem Zockstream nächsten Freitag weitergehen. Montag und Mittwoch lasse ich mir entweder spontan was einfallen, was wir spielen, oder wir spielen einfach gar nichts und es gibt Montag und Mittwoch keinen Stream. Dafür gibt es einen Zusammenschnitt von Resident Evil 2 am Mittwoch. Versteht ihr mich, was ich damit sagen möchte? Okay? Das ist einmal 2 Tage lang eine Pause. Oh mein Gott, da wird keiner sterben. Ich glaube, die letzten 2 Wochen waren krass genug und jetzt hört es heute zumindest einmal mit einer Donation-Scheiße auf, weil das ist schon ein bisschen heftig. Ist lang. Die letzten 2 Wochen waren keine Ahnung. Weiß nicht, was das soll. Ich weiß es nicht. So. Wo haben wir stehen bleiben? Gibt es sonst noch was zum Verzeihen? Habt sonst noch irgendwelche Spiele? Herr Zaurux! Ich ändere meinen Namen. Ich ändere meinen Namen nur eins im UI und du sollst ihn aussuchen. Dann nennst die Lord Zaurux. Oder Sir Zaurux. Das kannst du aussuchen. Oder Graf Zaurux, wie du willst. So.
seit Mittwoch durch mit Resident Evil 2. Ja, genau. Also mit Resident Evil 2 haben wir ja angefangen. Das ist, wahrscheinlich ist dieser Ansturm an Leute, die zuschauen, auch sehr dem Spiel zuzuschreiben, weil es halt nun mal auch geil zum Streamen ist. Ja? Dann, was ich noch sagen wollte, Lord Krolok. Der Stream heute ist auch mehr spontan eigentlich gewesen. Eigentlich wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich hab mir gedacht, weißt du was, drauf geschissen, dann schalt's wieder mal eine Stunde rein. Luki, so, jetzt ist klar, ja, es ist schon lang genug, Luki. Merci, Luki. Merci, Luki. Merci, Luki. Ich bin ein Rasensprenger. Strohbauer, stopp. Frage, Helz oder ein Weizen schon gleich gar nicht, sondern ein Weißbier. Und ich trinke mehr Helz als Weißbier. Und merci wird ein Fünfer, Herr Strohbauer. So, wo haben wir? Also, Red Dead, ich kriege so viele Vorschläge von euch, was es noch so zum Spielen gibt, aber das ist alles Konsole. Ja? Das ist alles Konsole und ja, wie soll ich sagen? Ich stream nicht auf der Konsole. Warum? Weil ich erstens das Equipment nicht habe dazu. Also ich hätte Konsolen zur Verfügung, die ich mir entweder ausleihen kann oder PS4 kostet ja nichts mehr. Ja, was kostet der PlayStation 4 mit 2 Controller und wahrscheinlich nur 3 Spiele dabei? 250 €. Ich kann ich mir gerade noch leisten. Könnte ich, wenn ich wollte, aber ich bin einfach nicht der wie soll ich sagen, der Konsolenspieler, sondern mehr der PC-Spieler, deswegen beschränkt man das Ganze auf, wie soll ich sagen, auf PC. Ja, Bauer! Servus aus Franken. Aus Franke! Special Greets aus Niederbayern, wie soll ich sagen? Ihr armer Franken habt einen Frankenlohn am Sack. WO sucht zu Assassin's Creed 3 Remastered. Wie alt ist das Remaster? Mr. Meyer, vergesst für den Entwickler 21, wie alt ist das Remaster? Ich bin aber nicht so ganz sicher, ob Assassin's Creed so super unterhaltsam ist, wie das zum Beispiel Resident Evil ist, oder wie das wahrscheinlich Dark Souls werden würde, weil da wirfe ich alle 2 Minuten meinen Controller dahinter ins Eck. Oder Metro, da stecke ich sehr viel hinein, weil es ist ja doch sehr viel Story und sehr finster und gruselig. Da ich und nicht der du! Trollolololol. Gibt's den Greenscreen auch mit näher durchlaufenden Vorschau der kommenden Spiele? P. Gute Frage. Kann die eigentlich machen? Also ich habe nur auf der Liste, wie gesagt, Dark Souls, Visage, Metro Exodus, mit denen haben wir sowieso erst einmal noch mindestens einen Monat leicht beschäftigt. Keine Ahnung, wie viel Playtime das Metro hat. Und da wir mir in die Streams alle ziemlich viel schmatzen und ziemlich viel Blödsinn machen, brauche ich sowieso immer länger für die Spiele, wie das vielleicht andere Ideen, die einfach bloß da sitzen und stumpf das Spiel durchspielen und alle 30 Sekunden vielleicht einmal einen Kommentar dazu abgeben. Ich meine, ich habe ja doch durchgehend mein Fotzen auf und bin dann abgelenkt und komme nicht so schnell vorwärts, wie das wahrscheinlich normal ist. Ja, Opa, ist ein Geilbiffe! Ist er gut? Wir schauersen da halt so mit GZUA, dass da dein Fiat Wagoiden losen kannst. Und dann haust da nur 10 Tragel an A. Auf am Bürger der Gemütlichkeit. Also, mein Merci dir für den Fünfer und mein Fiat werde ich niemals vergeuden lassen, weil es war einfach nur Schwachsinn. Ich lege keinen Wert auf Autos. Ja. Wenn, dann kaufe ich mir einen überfetten PC, was ich mehr oder minder eigentlich schon fast da habe. Aber das erzähle ich eigentlich, wenn er fertig ist. Aus Eicherdorf, der Bubi 1860, Special Greets an Eicherdorf und zwischendrin Merci für den Fünfer an den Geilbuffet und auf euch. So, wo wir mal stehen bleiben? Ja, Visage. Also ich lege zum Beispiel auch sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Potenzial Visage zugute, weil es einfach ein Horrorspiel ist und Horrorspiele sind immer lustig. Immer. Und was haben wir noch? Was habe ich da gerade vorhin noch gelesen? The Evil Within 2 haben wir schon mal probiert. Das hat mir jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so, ich weiß nicht warum eigentlich. Kann ich nicht sagen. Entweder war das da die falsche Zeit, das war da an Allerheiligen umeinander, wo wir das einmal kurz gespielt haben. Und das hat mich nicht so gefesselt. Keine Ahnung warum. Ich kann nicht sagen warum. Was haben wir noch? Was habe ich noch auf der Liste so, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir das irgendwann mal spielen? Ja, Sekiro. Ja, Sekiro ist das neue Spiel von den Dark Souls Macher. Also das wird wahrscheinlich blutig schwierig, was halt die Souls-Spiele so ein bisschen ausmacht. Und ich werde wahrscheinlich
Controller 500 Mal höher. Herr Trollock! Cola-Weiße, alkoholfrei oder nach Spaß nur halbe heute Abend G2 dabei schützen? Nach Spaß schützen bring aber nichts. Mr. Trollock vergessen für den Zwickler und Mr. Yannick! Herr W! Mr. W in the house! Mr. W ist jetzt voll wie Squad-Member. Vergeht's Gott, Alter, lieber Chat. Bitte einmal ein Habe die Ehre für den Herrn Yannick im Chat. Und zwar jetzt. So. Der Eichfeld schreibt, schauen heute seine Videos. Ja, das mache ich privat schon. Zumindest des Öfteren. Was haben wir noch? The Last of Us ist auch wieder Konsole. Hört ihr mir zu leid? Alles, was Konsole ist, wird nicht gespielt. Ja, es ist schade drum, ich würde auch gerne The Last of Us beziehungsweise das neue The Last of Us spielen oder Days Gone oder was haben wir noch? Red Dead Redemption 2 kommt immer und immer wieder, da kann ich noch so oft sagen, dass ich nur am PC spiele. Da werden wir auch warten müssen, bis das irgendwann mal auf dem PC kommt. Dann, was haben wir noch? Dead Space, Birger, wie war es? Ja, Dead Space habe ich mir gestern oder vorgestern in der Nacht erst so ein Making-of angeschaut auf YouTube und es schaut eigentlich 10 Jahre später immer noch ganz lustig aus. Vielleicht schauen wir uns mal The Evil Within noch, also keine Ahnung. Das neue Far Cry, ja, ich hab's 5er leider Gottes nicht fertig gespielt, aber das, und ich weiß nicht, ob man das wissen muss fürs neue Far Cry The New Dawn. Das kann man vielleicht auch spielen. Vielleicht hauen wir das dazwischen ein, ist ein bisschen eine Abwechslung, dass wir 2 Spiele parallel spielen oder vielleicht sogar 3. Sprich, dass wir quasi am Montag spielen wir das Spiel, Mittwoch spielen wir das Spiel, Freitag spielen wir das Spiel. Je nachdem. Layers of Fear 2 werden wir sowieso spielen. Das war das allererste Horrorspiel, das wir auf dem Kanal überhaupt gestreamt haben. Sobald Layers of Fear 2 rauskommt, lasse ich alles liegen und stehen. Wir spielen mal Layers of Fear 2, das ist sehr klar. Der Herr Zimmermann ist auch wieder so jemand. Das ist Freitag, wo ich da halbe, wie du trinkst da Wasser, bla bla bla. So, jetzt mal als Ansage an euch alle. Wenn irgendjemand meint, wie du trinkst da Wasser, sage ich erst einmal, bist du sicher, dass es ein Wasser ist. Zweitens, ich finde es ziemlich asozial, wenn man sich vor einer Kamera live hinsetzt und halbe Eis sauft. Ja? Das ist mal das Zweite, das ist meine Meinung. Das hat nichts damit zum tun, dass man nicht gern allgemein einmal was trinkt oder sonst irgendwas. Nur dazu bin ich mir nicht sicher, wie alt mein Publikum tatsächlich ist und ich mag nicht derjenige sein, dass am Wochenende irgendwelche 12-jährigen, 13-jährigen Alkoholleichen umeinander liegen, bloß weil ich im Stream eine halbe trinke. Okay? Irgendwann kommt nämlich der Tag, wo irgendein Mann meint, sie muss sich dann aufführen, weil der Birger ist so böse und trinkt in seine Livestreams ein Bier. Und so kann ich sogar noch sagen, ja was, wie Bier, das ist bloß Wodka. Oder ein Obster, oder was weiß nie was es ist. So, und das dritte ist, und jetzt das Wichtigste, YouTube und Twitch hat sogenannte Richtlinien, an die sich ein Kanal zu halten hat. Okay? So. Und YouTube und Twitch sind Amerikaner. Und der Amerikaner hat ein ziemlich krasses Problem mit Alkohol in der Öffentlichkeit. Und ich habe wirklich keinen Bock, dass ich wegen einer scheiß halbe Bier mein Kanal gesperrt wird. Ist das irgendwie ansatzweise einleuchtend? Ja? Na? Okay? Wenn nicht, ist mir scheißegal. Dann weiß ich es auch nicht. Was ist denn jetzt kaputt? Okay. So. Und ich weiß selber, Wasser nimmt man normal bloß zum Waschen her. Und da drin fegelt Fisch. Und jeder von euch hat im Weiher und im Freibad schon mal eingebieselt. Ich weiß es, da braucht keiner abstreiten. Auch die Mädels nicht. Und ich wiederhole, vielleicht ist es ja gar kein Wasser nicht. So. Hashtag, das ist bloß Wodka. Schön gesagt, Frau Gewalt. So, machen wir nicht stehen bleiben. Was gibt es sonst da zum Verzeihen? Was interessiert euch? Was haben wir sonst da für wie soll ich sagen, für Themen zu besprechen? Ich habe mir eigentlich habe ich mir am Freitag noch nie vorbereitet, aber irgendwie haben wir immer mehr zum Schmerzen gehabt. Ich weiß gar nicht, es passiert auch nicht so viel. Wie geht es mit der Renovierung voran? Also wir haben da ja jetzt, wie soll ich sagen, die Renovierungsarbeiten da herin, die werden eigentlich noch mehr ein Level krasser.
wie wir eigentlich gedacht haben. Normalerweise wollten wir bloß die obere Wohnung, also da, wo ich herin wohne und so weiter. Ich wohne in einem Haus, in einem alten. Und es ist zweistöckig und es gibt herum eine Wohnung, wo ich bin. Und es gibt Unterwohnungen, wo einfach keiner ist. Und die wird jetzt auch noch hergekriegt. Da zirkt nämlich jemand ein. Nämlich der Herr, Hashtag JMI, Hashtag Josef Maria Erl. Ob du es glaubst oder nicht, ja, ist so. Und seit 2 Wochen sind wir dabei, dass wir da unten alles ausreißen. Also Wind ober, Tapeten ober, Boden außer, Schrank außer. Das Haus ist ziemlich alt, da ist es vorher ein Einbauschrank und was weiß ich, was ist das für ein Scheiß. Und wir rennen den ganzen Tag bloß mit dem Vorschlag haben umeinander und hauen irgendwelche Sachen zusammen. Das ist eigentlich ganz witzig. Hat man auch schon des Öfteren sauber weh da, aber das ist ja wurscht. Aber es wird eine Zeit dauern. Und da bei euch die Streamerei so gut ankommt, werden wir mit der Streamerei weitermachen. Der Oberlandler geil Biffe! Amerikaner kennt Quoi Pardon, weil's französisch ist. Was? Den verstehe ich jetzt ausnahmsweise nicht. Amerikaner kennt Quoi Pardon. Achso, jetzt verstehe ich es schon. Ja, gut, jetzt verstehe ich es schon. So, ein Problem haben sie mit einer halben, aber die Waffen haben ihnen wurscht. Ja, genau. Genau so ist es. Genau so ist es. Also ich verstehe es auch. Also ganz ehrlich, ich verstehe es. Ich habe da kein Problem damit, dass mir Twitch oder so vorschreibt, dass ich gefälligst nochmal keine Flaschen Jägermeister da im Stream sauf, ja? Oder eine halbe oder sonst irgendwas. Irgendwo muss das begrenzen, sagen, ja, das ist in Ordnung. Weiß der Teufel, wer das sagt, wer meint dann auf einmal mit 9 Jahren, keine Ahnung, wie der PewDiePie sagt, oh, the 9-Year-Olds. Ja, haben nicht vielleicht einmal welche dabei und die finden dann mit 9 Jahren schon ziemlich cool Bier zum Saufen. Und das braucht es halt dann auch nicht, okay? Ja, da muss ich kein Raketenwissenschaftler sein, dass ich das vielleicht nicht so super geil finde. Und jeder, ich mag nicht der sein, der euch anstiftet zum Saufen. Wobei ich das wahrscheinlich schon lange übersehen habe, aber das ist ja wurscht. Da muss ich nicht im Livestream auch noch mich hersitzen und mit Gewalt eine halbe Eis saufen. Ja? Weil ich es, um ehrlich zu sein, einfach auch nur asozial finde. Und was auch noch dazu kommt, ist, ich sitze da meistens 1 Stunde, 2 Stunden da und schreie in das Mikrofon ein und was weiß ich. Hey, ganz ehrlich, da hätte ich gerne Wasser zum Trinken und nicht ein scheiß Halbe, weil ich herspeit. Sag ich dir, wie es ist. So. Oder hast du schon mal, weiß ich nicht, hast du schon mal einen Moderator eine halbe Trinker sehen? Ich nicht. So. Was haben wir? Bürger habe ich die Ehre, Herr King Cobra K habe ich die Ehre. Was haben wir da? Simon, ich habe gerade ein neues Video hochgeladen. Am Wochenende wird nur düdelt. Ja, sagst du, dass jeder so am Wochenende umeinander düdelt, was er will, da muss ich nicht auch noch einen drauflegen. Ja? Ich habe in meinem Leben so viel am Wochenende gedüdelt und ich habe wahrscheinlich mehr gespimmt, wie ich alle miteinander gesoffen. Aber das muss ja keiner wissen. Wobei es jetzt schon wieder wurscht ist. Aber gut. Der Mr. Danzer fragt, was holst du denn vom neuen COD? Nix. Also ich spiele kein Call of Duty. Ich hab festgestellt, ich bin zu alt, zu langsam, zu fett. Für schnelle Shooter. Und Call of Duty zeigt mich als schneller Shooter. Wen interessiert, was ist denn da ein langsamer Shooter? PUBG ist relativ langsam. Arma ist relativ langsam. Crucifix, ich muss die ganze Zeit gucken. So. Was ich ganz cool gefunden habe, ist Apex. Hat das jemand mitgekriegt? So dieser Querschuss von EA in Richtung Fortnite und PUBG und so weiter. Spielt sie wirklich cremig. Ich hab's auch schon ausprobiert, ich sag jetzt mal so 5 Stunden ungefähr. Und da habe ich dann festgestellt, ja Leute, diese Shooter sind einfach zu schnell für mich. Ne? Und ich bin nicht schlecht drin. Okay? Also ich habe auch meine typischen 1, 2, 3 Kills mal in einem Spiel und so weiter und so fort und wir kommen relativ weit. Aber trotzdem, es frustriert mich so krass, dass ich überhaupt keinen Bock auf diesen Scheiß habe. Warum spiele ich Spiele, die mich nur frustrieren? Ja? Es soll nicht heißen, dass Apex schlecht ist. Ich finde sogar ziemlich frischen Wind in diese ganze Battle Royale Geschichte. Ja, es spielt sich flüssig, schaut cool aus, hat und diese Mischung aus diese Overwatch Charaktere und Battle Royale und so weiter ist wirklich sehr cool. Und ganz ehrlich, ich mag in meinem Stream keine Competitive Shooter spielen, das mache ich privat. Da haben wir die Leute einfach zu salty, die dann alle 5 Sekunden schreiben so, bist du schlecht, das tue ich mir nicht. Ich bin auch wieder du. Der Tommy ist auch wieder da. Heute ist dein Text aber lila, normal ist er aber rot. Vergesst für den Zwickel. Und aber im Großen und Ganzen, da ich mir wünschen, dass Apex mal ein bisschen Fortnite in den Arsch tritt. Und auch ein bisschen PUBG in den Arsch tritt. Ne?
Hat es durchaus verdient. Macht Gaudi. Könnt ihr ruhig mal ausprobieren. Kostet übrigens auch nichts. Also Epic ist umsonst. So. Der Maxi Baron schreibt, hab ich auch brutal das mit dem Frust. Ja genau, das ist das, weil ich halt dann, ich bin so engagiert und so dahinter und so, Gott, ich mag euch alle fertig machen. Und dann da schieße ich 5 Leute meinetwegen und eigentlich gibt es überhaupt nichts zum Aufregen und dann stirb ich dumm. Und dann bin ich einfach nur lästig. Nach jedem Spiel, egal wie das gelaufen ist. Das ist einfach so. Ich bin immer lästig und wieso, ich tue mir das nicht mehr an, dass ich irgendwelche Spiele spiele, dass ich am Schluss dann lästig bin. Ja? Das verfehlt irgendwie so seinen Sinn. Und die letzten 2 Wochen hat man mir wieder wunderschön gezeigt, weil ich das einfach privat viel zu selten mache, dass ich Singleplayer-Spiele spiele. Wie geil eigentlich zocken sein kann, ja? Resident Evil war so cool, es hat so viel Spaß gemacht zum Spielen. Und ja, das werden wir weitermachen. Ich lese jetzt schon immer und immer wieder, was soll ich sagen? Anno 1800, ja, das sind meine Spiele. Bloß bin ich mir da noch nicht so ganz sicher, ob wir das wirklich streamen, weil das ist halt wirklich, da muss ich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das schön zum Zuschauen ist, Anno 1800. Aber wir werden es ausprobieren, wenn es rauskommt, vielleicht einmal einen Montag, Mittwoch, Freitag, irgendwo an einem Abend, einmal eine gemütliche Runde, nicht umeinander schreien, gemütlich zurücklernen, nicht immer alles zuscheißen mit Donations, was weiß ich, und ein bisschen bauen. Weiß ich nicht, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mal wissen. Eine im Chat mit Bam Bam Bam, Anno 1800 meinetwegen. So, wie war's mit Dead by Daylight oder Until Dawn? Also Dead by Daylight ist ja auch PC verfügbar, das habe ich sogar. Aber da habe ich bloß 17 Minuten Playtime und das hat einen Grund. Weil ich dieses Spielprinzip nicht mag. Ich weiß nicht warum, ich kann nichts damit anfangen. Ich kann nichts damit anfangen. Und Until Dawn ist halt wieder auf PlayStation reduziert. Und können wir deswegen anschauen. Einer von da Wie was mit Elex oder Dauntless? Dauntless? Was ist Dauntless? Elex kann ich auch was verzeihen, das habe ich angefangen zum Spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Gothic-Steuerung und diese ganze Gothic-Engine. Was ist denn los mit dir? Das tun wir! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Domi! Herzlich willkommen beim Vollbier Squad! Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte einmal in den Chat eingeben, habe Mr. Domi und vergelt's Gott für deine Mitgliedschaft an dieser Stelle. So, ich darf mich aber lieben gern bei jedem Einzelnen, der Mitglied wird, so in dieser Form bedanken, aber vorher waren sie ein bisschen fair vor mir. So. Ich komme mit dieser Elex mit der Steuerung und mit der Engine und so, das hat mir überhaupt nicht taugt, deswegen habe ich da nicht weitergespielt. Und Dauntless, da weiß ich nicht, was du meinst, ich glaube, da hast du die verschrieben oder so. Oder ich kenn's nicht, das kann auch sein. Der King Cobra schreibt was ziemlich lang. Jetzt pass auf, wenn ich da ein Spiel empfehlen kann, auch Kingdom Come, Deliverance, Spiel im Mittelalter etc. Ich weiß, und du bist der Heinrich und das weiß ich deswegen, weil ich es schon durchgesuchtelt habe. Ja, das war auch prädestiniert gewesen damals zum Zocken. Bloß damals habe ich noch nicht gecheckt, dass ihr so viel Bock auf Zocken habt. Aber das ist halt auch nichts Schlechtes, weil sonst warten wir heute nicht 63.000 Leute. Und ich hätte mit Zocken damals schon mal... Mega Wie TV. spät bin ich zu spät? Gar nicht spät. Vergesst für den Euro. Bin schon ein bisschen da. Zelda Queen schreibt natürlich was. Shit zum Spulen. Was? Zelda. Das ist richtig, aber Zelda, wie soll ich sagen? Also ich liebe Zelda, um Gottes Willen. Warte, das beweise der Herr Raminger, Herr Pamminger. RT Viaga, okay, Gary Andi. Zeichen, helle Hautfarbe. Dass ich Zelda liebe, das zeige ich dir jetzt schnell. Ich hoffe, man kann es sehen. So, das da, warte mal. Ich glaube, als Zelda-Fan erkennst du es, dass ich World of Warcraft-Fan bin, erkennt man auch. Und da hängt ein Poster. Ich hoffe, dass jetzt mein Chroma-Key das nicht irgendwie ausblinkt. Da hängt links hinten hängt der Secret of Mana-Poster. Da hängt der Zelda-Poster, Ocarina of Time, Best Game Ever. Da steht ein Pokémon Tekken-Figur. Das ist ein WoW-Poster, das ist ein Witcher-Poster und da hinten hängt noch ein Skyrim-Poster. Weil ich da auch gern mal gefragt wird, wo ich die her habe. Die habe ich selber gemacht. Also was heißt selber gemacht, habe ich es natürlich nicht. Die habe ich die Beutel selber so zusammengeschnitten und zusammengestellt mit Hintergrund und Dings und habe es dann drucken lassen. Weil ich ab und zu mal die Frage kriege, wo zur Hölle hast du die Poster her? So. Was wollte ich noch verzeihen? Servus Bürger, kennst du einen Boogeyman? Das ist ein geiles Horrorspiel, kann ich auch gut empfehlen. Was ist ein Boogeyman? Den kenne ich nicht tatsächlich.
Kein Zelda. Bitte. Also ja genau, ich wollte eigentlich sagen, Zelda, warum kein Zelda? Herr Leit, vergesst für einen Euro. Was haltet ihr vom Snus? Vom Snus. Asozial. Brias aus Gammelsdorf. Was ich vom, also Herr Leit, soll ja jeder snoosen, was er will, das ist mir wurscht, aber ich habe einfach ein Problem damit, dass ich mir beim Fortgehen, der kann ja in die Fresse einschieben und dann... los mit dir? Mr. Bavarian Chris! Mr. Bavarian! Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mich herzlich im Vollbier-Squad, den Herrn Bavarian Chris! Bavarian Chris! Bavarian Chris! Chris! Vergeht's gut für deine Mitgliedschaft im Vollbier-Squad. Bitte einmal in den Chat hinein. Habe Mr. Chris. Ab in den Chat dafür. So. So, nochmal. Snooze, asozial. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man das tut. Ich verstehe es nicht. Weiß ich nicht. Und ich habe ziemlich lang geraucht. Ich bin kein penetranter Nichtraucher, der ihm jeden halbe sagt, ich möchte zum Rauchen, weil das ist schlimm. Und ich habe 2 Schachteln am Tag geraucht und werde bis heute aber nicht verstehen, warum man sich so ein Snooze-Teil ins Maul schiebt und dann die ganze Fresse braun ist und die ganze Zeit so eine braune Plörre irgendwo rumspuckt. Also keine Ahnung, vom Snooze halte ich nichts. King Supervisor, aber Snooze ist gut, weil die Zahnfee öfter vorbeigehen. Ja. Ja, Snooze ist gut. Gute Sache. Ja, und daheim. Old Bad Gold Slender. Ja, ich weiß nicht, ob das noch seinen Flair entfalten kann. Ich weiß nicht, ob Slender seinen Flair noch entfalten kann. Vielleicht einmal dazwischen irgendwann, wenn wir irgendwie eine Lücke füllen müssen. Weiß ich noch nicht. Was will ich denn, warum kein Zelda? Obwohl ich riesengroßer Zelda-Fan bin. In Zelda ist es gerne so, dass man Rätsel lösen muss. Ja, und an diesen Rätseln hängt man ziemlich lang. Ab und zu kommt das mal vor, an diesen Rätseln hängt man dann ziemlich lang. Und das mag ich gerne vermeiden, dass ihr euch das live antun müsst, mir dann eine halbe Stunde zuzuschauen, wie ich 5 Mal an derselben Stelle vorbeirenne und nichts kapiere. Das war teilweise in Resident Evil schon so, dass manche Rätsel zu lang dauert hat. Und anhand der Zuschauerzahlen, ich kann es ja sagen, wie es ist, ja. Ich mache das nicht wegen der Zuschauerzahlen, aber ich merke halt, wenn dann auf einmal macht es so und 200 Leute haben weg, wenn ich stirb, dann weiß ich halt, okay, solche Unterbrechungen finden die Leute nicht gut. Und deswegen gibt es halt wahrscheinlich kein Zelda oder keine so krassen Adventure-Spiele, da wo man ewig rätseln muss und so weiter und wo es recht träge dahin geht. Ja, so. Was sagst du zum neuen Tomb Raider? Ja, habe ich schon. Hab's bloß das war eigentlich aufgelegt. Der King C. Bavaria. Also ich spüre am liebsten mit meinem Zipfel D. Ich nicht. Habe ich nichts damit zu tun. Ich sitze auf einem Presslufthammer. Ja. So. So. Der Herr Alexander Brandl ist wahrscheinlich gerade erst einer gekommen. Witcher 3 habe ich so kaputt gesuchtelt, wird es im Stream nicht geben. Also das Spiel kenne ich auswendig. Der Liar on Fire schreibt, probier mal Apex. Du bist wahrscheinlich auch noch nicht die ganze Zeit da. Apex habe ich schon ausprobiert. Apex ist gut, ist sogar sehr gut. Das Spiel ist super cremig etc. und macht mit Sicherheit sehr viel Spaß. Aber da ich bei sehr in die Spiele ziemlich on fire bin ich dann auch immer nur lästig und deswegen werden wir das nicht spielen. Der Janik W. fragt mich, wann ist mein Fan-Treffen? Ich habe noch nichts von einem Fan-Treffen gesagt. Herzlich willkommen im Vollbier-Squad at Fentusquana Stil! Fentusquana Stil! Da hat er sich was sauber ausdenkt. Der gute Mann. Was ist denn los mit dir? Ja, ich hab schon gewusst, dass du kriegst, da warst du gar nicht da. Fentusquana Stil! Du machst quasi gerade Werbung für Fent, Werbung für Husqvarna und Werbung für Stil. Vergesst Gott! Begrüßen Sie mit mir herzlich den Fentusquana Stil! Wenn du nicht kennst, schau dir mal Daylight an, könnte dir gefallen, D. Das war ein Daylight gleich wieder. Herr Fentusquana, erst einmal Special Merci für deine Vollbier-Squad-Mitgliedschaft. Nein. Herr Dampfexpress. Fix Mari. Guten Morgen. Ich hab so ein geiles Beutel im Kopf. What Moing. Nachtschichtbonus durch die Gegend schmeiß. Am Studium sitzen. Nachtschichtbonus! Grüß mal bitte die Bierwerken-Nussferkel. Grüße an die Bierferkel-Nussferkel. Ich keine Ahnung, wen ich gerade grüßt habe, aber Grüße an die Bierferkel-Nussferkel. What? Ich weiß nicht, was ich da tue. Merci für eine Donations. Ist gut jetzt. Es ist gelangt heute. Ich sitze bloß da und rede irgendeinen Blödsinn. Ist okay jetzt. Ist okay.
Birger, gehst du auf Skybombfest dieses Jahr? Fragt mich der My Brother Matthias. Kann ich noch nicht sagen, aber einen Tag bin ich normalerweise dabei. Wie schaut's aus mit Rainbow Six Siege? Da haben wir wieder genauso weit. Competitive Shooter, da gehe ich nur im Rage-Modus rein und im Rage-Modus wieder raus. Also Rainbow Six Siege werden wir wahrscheinlich nicht spielen. Ich hätte sehr gern einfach Singleplayer spiele, gute Story, geiles Gameplay, das war einfach so unterholt. Donis und er spielt nett an Ja, Mr. Minger, ich versteh's auch nicht. Ich sag's ja auch noch. Was, das braucht's halt nicht. Die letzten 2 Wochen waren heftig genug. Das klang bis in die nächsten, weiß ich nicht wie lang. Bis die nächsten, weiß ich nicht wie lang, unendlich lang. Und nächsten Freitag geht's weiter mit Metro. Was wir bis dahin deren, ja, habe ich schon gesagt. Resident Evil Video ein bisschen zusammenschneiden, wenn ich dazu komme. Aber es muss auch mal wieder ein Video her. Außerdem möchte ich die restlichen Leute darauf hinweisen, dass wir jetzt streamen. King Siberel, du sitzt nur Bleto und Retzblet. Probe DRRRT Bilger, WOSISNDI Lieblingsliquid. Oh Gott, das war so klar, dass ich das gefragt habe, wenn ich einmal mein Pip ins Ding reinhole. Deswegen vergeht's gut, Leute. Der Herr Bürger fragt mich, Habitus Bürger, was ist denn dein Lieblingsliquid? Die Geschmacksrichtung heißt Suicide Cat, beziehungsweise Suizid Cat. Mehr mag ich nicht sagen. Ich mag aber über diese Raucherei nicht schmatzen, weil danach kriege ich nur irgendjemand dazu, dass das Dampfen anfängt. Das Dampfen ist scheiße. Ich dampfe nur, weil ich vorher geraucht habe wie ein Schlot. Jetzt dampfe ich wie ein Schlot. Das ist immer noch besser als Raucher. Für jeden, der raucht, kann ich das Teil nur wärmstens empfehlen. Es kostet einen Bruchteil von dem, was das Raucher kostet. Und ich habe einfach so aufgehört, ohne Stress, ohne lästig, ohne alles. Und hast vielleicht 3 Tage Umgewöhnungsphase, dass du halt jetzt so einen Kasten dabei hast und nicht deine Zigarettenschachtel. Das ist alles. Dann ist alles cool. Aber wenn du noch nicht dampfst, fang einfach nicht das Dampfen an, weil es einfach scheiße ist. Ja, es ist nicht gesund, es braucht auch keiner schmatzen, dass es gesund ist. WOS ist die Lieblingsleberwurstsorte. Rügenwalder Mühlenfest. Weiß ich nicht. Das ist mein Lieblingsleberwurst. Weiß ich nicht. Aber die Rügenwalder ist schon ganz geil. So. Ja. Also, wer noch nicht dampft, nicht dampfen anfangen. Wer raucht, fängt das Dampfen an, weil es erstens wahrscheinlich gesünder ist und zweitens nicht mehr ansatzweise so gut. Der Rauscher! Hab ich dritt! Der Bürger hockt du und schmatzt bloß und alle so, schmeißt EAMMID Kohle ZUA. Mr. Rauscher, dir bin ich noch was schuldig. Und zwar deinen verdienten Alert. Hoppala, haut mal Kupfer ausgegangen. Jetzt sitz auf, Little Crazy Unicorn! Merci dir! Unbedingt Unterdon. Wird dir gefallen, Gesicht mit Freudentränen, hab es schon durchgespielt, hab mich mega erschrocken und ist geil. Das haben wir sogar Wollte schon mal nie in den Volt gehen. Erstmal Little Crazy Unicorn, vergesst für deine 5 Euro. Until Dawn ist eigentlich gar nicht schlecht, ja. Das darf ich sogar liebend gern spielen, weil das ist halt einfach Jumpscare, ja. Jumpscare-Hausen ist das quasi. Aber es gibt es halt nur für PlayStation. Das ist das Problem. Das haben wir schon mal angefangen. Mit PlayStation Now kann man das ja spielen. Und da ist ja, da ist so viel Verzögerung drin, dass das nicht gescheit geht. Plus, ich hab bloß einen Xbox-Controller und keinen PlayStation-Controller. Und man braucht in irgendeinem Rätsel gleich am Anfang irgendwo, braucht man dieses scheiß Pad, dieses Steuerungspad auf dem PlayStation-Controller. Ja, das war's dann. So. Ich bin jemandem noch was schuldig gewesen. Jetzt lasst mich kurz schauen. Da war er. Achtung. Was ist denn los mit dir? Der Durstige! Ist Mitglied jetzt! Er war es eigentlich schon letzten Mittwoch, aber da hat es den Alert nicht angezeigt. Das tut mir ein bisschen leid. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Keine Ahnung, was da kaputt gegangen ist. Aber jetzt mir ein bisschen einen Gefallen für den Durstigen. Habe dritt in den Chat für den Durstigen. Und vergeht's gut, Alter, für einen Support und an euch alle anderen natürlich auch. So. Es gibt so viel. Das ist ja das Geile an dieser Gaming-Geschichte. Es gibt so viel, dass uns niemals der Inhalt ausgeht wird. Ja? Und jetzt höre ich schon wieder böse Zungen im Hintergrund. Wieso machst du denn keine Videos mehr? Geht da etwa der Inhalt aus? Nein. Aber es fängt an, dass mir mein Inhalt auf den Sack geht. Wenn ich das so sagen darf.
Ich wir am Tag, glaube ich, 100-fach angeschrieben. Oh, lieber Kasskropfer da, scheiß Gasmasskropfer da, Bürgerschaft, Vergewaltigung, Weißwürst, lieber Kass, bla. Ich kann's nicht mehr hören, ich sag's euch ganz ehrlich. Eigentlich nur Aufmerksamkeit. Aber WOS heißt du wohnen nervige Leid wie ihr Army. Mann, wenn du ehrlich bist, bin ich auch ehrlich. Solange wir den nervigen Leuten ein Geld geben, ist mir scheißegal. Nein, natürlich nicht. Ist mir scheißegal, keine Ahnung. Das hilft eh nicht. Ich bin auch aufmerksamkeitsgeil, deswegen mache ich das Ganze da. Was soll ich jetzt da sagen dazu? So. Ja, also. Wie soll ich sagen? Ich glaube, dass das mittlerweile vielleicht auch einigermaßen verständlich ist. Ich habe noch fast 2 Jahre lang Leberkäse hier, Weißwurst, Scheiße da, Idioten da, überall nur Idioten anschreien. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sag das ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Das heißt nicht, dass ich mit Videos aufhöre, ja? Wenn wir mir natürlich jetzt 3-mal in der Woche umeinander streamen, dann gibt es halt keine Videos da dazwischen, das muss auch klar sein. Ich hab noch ein Leben nebenbei, ich hab noch Arbeit nebenbei, muss den ganzen Scheiß herrichten, was es ist. Ja, Olga! Sag halt mal an Landi. Na, bitte lasst mich in Ruhe mit dem Landi. Bitte, ich mag einen Landi nicht spielen. Oh, ich weiß gar nicht, was soll denn, wer mag mir zuschauen, wenn ich mit dem Bulldog anfahre und durch irgendein Feld durchfahre? Das mag doch keiner sehen. Was soll denn das? Warum? Ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum so viele Leute einen Landwirtschaftssimulator so feiern, ja? Ich hab nicht gesagt, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber das mag doch keiner sehen. Ja, ich drücke jetzt aufs Gas, servus, grüß Gott, brumm, 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 fahr durchs Feld und dann hau ich da einen Watz und den fahr ich heim und dann verdiene ich. Also, nein. Das mag doch keiner. Oder da ist mich da, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht der wir es irgendwann einmal. Wenn alles wurscht ist, wenn gar nichts mehr hilft, wenn wirklich gar nichts mehr geht und gar nichts mehr hilft, dann sollte man mal einen Landwirtschaftssimulator spielen. Das sollte man mal tun. Ja. So. Was haben wir sonst noch? Wie schaut's aus mit Wolfenstein? Ja. Wolfenstein, ich finde es an sich ganz geil. Ja, ist ja der typische lineare Shooter, aber hat halt so viel Story wie ein Stein. Da geht es wirklich bloß um Durchrennen und alles kaputtballern, was da ist. Genauso wie bei Doom zum Beispiel. Ja, das sind geile Spiele, aber sowas mag ich nicht. King Bavaria! Du machst mich arm, aber mein Geldbeutel wird leichter, wird also an Vorteil. Ja, du musst immer das Positive aus jeder Scheiße sehen. Ja? Und der Nelo Dünn schreibt gerade ein Kruzifix. Du wärst loher, mit dem habe ich sogar schon angefangen zum Skripten quasi. Ein Video über die Kruzifix-Videos. Also Kruzifix-Videos über die Kruzifix-Videos. Okay, dann Herr Lukas Leitsch, da hast du recht, bei 100.000 Abos. Das kriegen wir sowieso nicht. Mit dem Streamen kriegen wir keine 100.000 Abos zusammen. Da müsst ihr die weiter regelmäßig Videos machen, dann vielleicht irgendwann. Vielleicht, ja. Aber mit dem Streamen, wie soll ich sagen, wachsen die Abo-Zahlen nicht so massiv wie mit Videos. Das merke ich ja jetzt halt. Deswegen können wir uns da gerne drauf einlassen. Bei 100.000 Abos spielen wir einen Landwirtschaftssimulator. 24 Stunden Stream. So, jetzt ist raus. Nein, das mit 24 Stunden Stream, das vergessen wir ganz schnell wieder. Aber wir spielen mal einen verdammten Landwirtschaftssimulator. So. Der Herr Lugas, schreibt, hast du schon mehr Outlast 2 gespielt? Ja, gibt sogar das komplette Playthrough auf meinem Kanal. In den vergangenen Livestreams. Haben wir letztes Jahr durchgespielt. Was ist denn da das für eine Musik? Das ist eine gute Frage. Da habe ich wieder vergessen. Moment. Was war denn das für eine super geile Musik? So, jetzt. So, weil wir vorher schon irgendwie so viel Leute gefragt haben, was ist das für eine Playlist? Das ist meine Playlist, das ist Musik von mir. Ob du es jetzt glaubst oder nicht. Aber bevor diese ganze YouTube-Sache mir angefangen hat, habe ich mir gedacht, warum hatten die Lieder eigentlich falsch sortiert? Aber ist ja wurscht. Ja, da haben die uralten Lieder jetzt einfach mittendrin dazwischen. Das ist mir jetzt wurscht. So. Das ist einmal, das habe ich 2015, 14, 15, 16 sowas, habe ich Musik gemacht. Es ist bohrischer Rap, ja, also mag ich es eigentlich gar nicht nennen, weil es ist einfach bohrischer Blätschmerz-Musik, ich würde es eigentlich so nennen.
Und wer Bock hat, kann sich das natürlich gerne anhören, das ist egal. Kostet nichts, ist for free und überhaupt nicht sowieso. The Forest, ja, The Forest war vielleicht tatsächlich sogar mal eine Überlegung wert, sie da irgendwie, das mal schauen, das kann man ja miteinander spielen. Ob man da euch vielleicht mitspielen lassen kann irgendwie, aber das ist nicht so einfach, ja. Der wieder jemand mitspielen, ist der Rest wieder traurig, weil er nicht mitspielen darf. Und überhaupt sowieso. Deswegen beschränkt man mir das auf Singleplayer-Spiele. So wollte ich sagen. Ich habe schon wieder so viel Sodbrenner, Kruzifix von der umeinander Schreierei. Das ist echt schlimm. Der Moin schreibt Fortnite. Nein, Fortnite wird es auf diesem Kanal nicht geben. Und wenn es Fortnite auf diesem Kanal im Stream irgendwann gibt, dann nur zu irgendeinem besonderen Grund oder sonst irgendeinem Verarsche-Scheißdreck. Keine Ahnung. Welche Gaming-Genres gefallen dir am meisten? LG aus Österreich. Cfix schreibt er jetzt. Lukas, Moment. Gaming-Genres. Da gibt es eigentlich nichts, was mir nicht gefällt. Ja, es gibt eigentlich nichts, was ich, wie soll ich sagen, durch die Bank nicht angelangt. Ja? King Cyberwaria! Darf mal die Muse im Stream ohren? Shoutout an die Fellner Tanzemusik. Selbstverständlich darf man das. Ich werde sicher nicht hergehen und werde die striken oder sonst irgendwas für meine 100 Jahre die Musik. Das ist aber eh klar. Wobei vielleicht irgendwann einmal der Plan kommt, dass er mir diese musikalischen Meisterwerke neu aufarbeiten mit einer bestimmten Person und so weiter und so fort. Aber das ist ganz hinten in den Planregalen. Also das kommt vielleicht irgendwann mal. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Gaming-Streams-Sache. Ganz einfach, weil ich voll Bock drauf habe. Viel mehr Bock auf diese ständige Leberkäse und Weißwurst-Scheiße. Ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin der ganzen Geschichte sehr, sehr dankbar, dass sie mich da hergebracht hat, wo ich bin, ja. Aber irgendwann muss mir gut sein. Ich werde den ganzen Tag bloß noch angeschrieben, Birger, was sagst du dazu? Birger, was sagst du dazu? Ich kann's nicht hören. Naja, sogenannte des Net PewDiePie Hut A, Sochi Malal EM Werbung ID Ahoid Jean Bulldog Fan und Moto 100k. Ja, leider, ich hab kein Wort verstanden, aber irgendwas mit PewDiePie, Werbung und Bulldog fahren. Ich bin nicht der PewDiePie. Ja, kein Mensch ist der PewDiePie. Der Typ hat 350.000 Leute beim Zuschauen, wenn er einen Stream einschaltet. Da reden wir von ganz anderen Dimensionen, ja. Und wenn der Fortnite spielt, dann schauen er gleich 500.000 wahrscheinlich zu. So. Wo waren wir? Dead Space, war das was? Werner Bauer, ja, Dead Space war tatsächlich was. Steht auf der Sekundärliste. Rainbow Six, so viele Leute wollen ja bei Rainbow Six, so mit spielen das so viele Leute, oder was? Also ich weiß auch nicht. Der BR151, was ist da wieder kaputt gegangen? Alle schreiben Servus BR151, Servus BR151, BR151, das war doch der Typ aus Hessen, der mich sehr gut verstehen kann. Ich erinnere mich, Profi. Was ist denn los mit dir? Ah, deswegen. Jetzt kann ich endlich mal den aussagen. Mr. Vergelt's Gott für deine Mitgliedschaft im Vollbier-Squatteln. Sauber absquatteln müsst ihr mir. Sauber absquatteln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ab in den Chat. Herr WOS heißt du wohl Leberkas ja, genau. mit I-Show-A-R-U-A. Genau das meine ich übrigens. Ich habe die Ironie jetzt in deiner Anspielung schon verstanden, aber genau das meine ich. Wenn irgendwelche Leute kommen und ich sage zum Beispiel Habidere, dann sagen sie, Habidere, was hältst du von Leberkäse mit Ketchup? Und ich sitze da und denke mir, halt dein Maul! Das interessiert mich nicht mehr! Ich krieg einen Vogel mit der Scheiße! FSK-Zensur. Dying Light ist in Deutschland indiziert und darf somit nicht gestreamt werden. Wenn Dying Light, natürlich spiele ich keine indizierten Spiele, das ist mir schon klar. Dying Light habe ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ganz ehrlich gesagt. Ist mir zu viel, ist es das Parcours-Spiel, oder? Also ist mir schon klar, da geht es um Zombies und so, aber das ist das, wo man mit per Parcours quasi durch die Weggeschichte rennt, oder? Ist es das? Naja, ist ja wurscht.
So, darf man im Chat auch was schreiben? Ja, Kingsley Bavaria, natürlich darfst du was im Chat drin auch schreiben. Die Frage ist ja, ob ich es sehe, weil du siehst ja selber, wie der Chat da oder neben vorbeiläuft. Und wenn ich gerade über was schmatze, dann lese ich den Chat nicht. Der Zugzurux schreibt, ein Name, der nichts mit Zaurux zu tun hat und am besten auch keine Wörter, also es soll ein neu erfundener Name von dir für mich. Dann nennst du Lord Schröder. Ich weiß nicht warum, aber du nennst dich jetzt Lord Schröder. So, an alle, es wird wieder Fortnite, CSGO, League of Legends, oder was ist LS? Was ist LS? Landwirtschaftssimulator, FIFA. Bei FIFA war ich mir vielleicht noch gar nicht so sicher, Herr Padre. LOL oder PUBG gespielt. Okay, du bist fast richtig. Ein Landwirtschaftssimulator schließt man mal nicht ganz aus. Okay, irgendwann zur Gaudi werden wir das tun. Was schließt man noch nicht aus? FIFA, da die auch noch nicht ausschließen, weil FIFA habe ich eigentlich auch immer gern gespielt. Und ich finde diesen Modus mit 11 Leute eigentlich ziemlich lustig. Ja, und das kann man eigentlich mal im Stream, da ich mir das ganz lustig vorstellen, wenn wir mir zu 11 quasi gegen irgendjemanden spielen. Und unsere Mannschaft heißt natürlich Vollbier Squad. Das war eigentlich ziemlich witzig, das habe ich mir eigentlich schon einmal so ausgedacht gehabt. Ja, aber sonst hast du recht, sonst von dem ganzen typischen 0815 Scheiß, den jeder, ich sag's jetzt wie es ist, jeder Depp spielt, ja, das spielt sie auch selber, das möchte sie bei mir nicht sehen, ich möchte euch Spiele zeigen, die ihr vielleicht selber nicht spielt, wie zum Beispiel, ich bin mir ziemlich sicher, dass Resident Evil 2 hat einen riesen Hype gehabt, ja, aber keinen so einen großen wie zum Beispiel Fortnite, CSGO, Rainbow Six Siege oder sonst irgendwas. Okay, so, haben wir es schon. Bitte spiel Foot. Was ist ein Foot? Foot ist ganz besonders. Ja, das ist FIFA Ultimate Team, oder? Also wer für das Geld ausgibt, dem haben sie einfach bloß ins Hirn geschissen. Ganz ehrlich, wer für FIFA Ultimate Team wir sollen sagen, Geld hat, dem haben sie einfach bloß ins Hirn geschissen. Mehr kann ich nicht sagen. Naja, ist egal. Der Goat Simulator, ja, den können wir zur Gaudi wirklich immer spielen. Weil das belustigt uns zwar nicht länger wie 10 Minuten, aber wir werden sehen. Schneider Moritz, wenn du der Mo bist, wenn du mein Nachbar bist, dann, nein, Fortnite werden wir nicht spielen. Und wenn's, ist egal. Wenn du eine Playstation hast, kannst du ja Red Dead Redemption 2 spielen. Ja, spielen kann ich schon, aber streamen kann ich es nicht. Weil die Optionen für Streaming und so weiter, wir sollen sagen, für Streamen auf der Playstation-Konsole einfach scheiße ist. NHL! Das spielt echt jemand nur NHL. Das habe ich früher gern gespielt, aber das war Ende der 90er. Jetzt haben wir nur schön der Camouflage, schreibt was Schönes. Holst du Subnautica Below Zero? Das habe ich sogar schon. Ich habe es kurz einmal angezockt, weil ich probieren wollte, wie es so ausschaut und wie es so ist und so weiter. Das kann man vielleicht auch mal im Stream spielen. Was hältst du von Atlas? Atlas ist doch der Ableger von Ark, oder? Ark habe ich nicht lange gespielt und Atlas war komplette. Ich habe da so Fail-Videos gesehen von Bugs und so weiter. Dann hat man dann gedacht, Alter, solange die Leute so dumm sind und sich diese unfertigen Scheißdrecksspiele kaufen, dann sollst du es machen. Ich kaufe es auf alle Fälle nicht. Der Lup, oh, der Herr Was ist da. Special Greets an den Herrn Was an dieser Stelle. Ich mag die, ich bin gerade bei der Mann. Dann sagst du Claudia und China Grüß. Servus, du alte Fischhaut. Servus, Herr Arnett. Ich bin Niederbayer und Anti-Alkoholiker. Schrei und Panik in der Masse. Ja, das ist mir wurscht. Wenn du Anti-Alkoholiker bist, dann ist das in Ordnung. Wenn das für die in Ordnung ist, ist das für mich in Ordnung. Fertig. Ich werde mit Sicherheit nicht durch die Stadt laufen und werde die anschreien, Kruzifix saufen, halbes oder so, ich schluck die. So, wo haben wir? The Hunter, Call of the Wild. Ja, das ist aber auch sehr gleichgesetzt mit dem Fishing Planet. At Bilger Dying Light ist das Zombie-Parcours-Spiel, ist aber in Deutschland indiziert. Also, hab ich mir schon gedacht, Die Glor schreibt Lone Dark, du meinst wahrscheinlich The Long Dark, steht auch auf der Liste. Ja, wir haben ja so viel zum Spielen, wir brauchen eigentlich gar nicht weiterschmatzen. Die Liste ist so unfassbar lang, dass du einen Vogel kriegst. Jurassic World. Das ist das Aufbauspiel. Ist das nicht ein sehr von DLCs geplagter, wir sollen sagen, ein sehr von DLCs geplagter Dingsbums und so? War ganz gut bewertet, wenn ich mich richtig erinnere, aber dann irgendwie da nicht mehr so ganz krass. Ja, ich weiß nicht.
Hellblade Sensuous Sacrifice. Was zum Henker? Jesse Richter. Was ist ein Hellblade Sensuous Sacrifice? Hab nie gehört. Weiß nicht, was das ist. Ist es dieses Dark Souls ähnliche Anime Hack and Slay? Schieß mich tot. Bin mir nicht ganz sicher. Alles weiß ich dann auch nicht. The Planet Coaster. Ist das wirklich schön zum Zuschauen, wenn ich da sitze und baue einen Themenpark? Ein Freizeitpark. Mit Achterbahn und so. Ist das wirklich schön zum Zuschauen? Ich glaub's nicht, Leute. Ich glaub's nicht. Spiel Daisy the Kimsey Map. Ja, da hat mich schon jemand angeschrieben. Weiß ich nicht, der hat sich nie wieder gemeldet. Bin mir nicht ganz sicher, keine Ahnung. Oder hat mir e-mailen sollen, ich weiß es nicht. Habe ich wahrscheinlich einfach übersehen. Aber die Kimsey Map, ja, keine Ahnung, das können wir uns schon mal anschauen, so ist es nicht. Daisy habe ich. Also solange das in der Standalone läuft irgendwie, dann können wir das gerne machen. Minecraft wird auch nicht gespielt. Also Minecraft ist sowas von aus meinem Leben ausgelöscht. Ja, der Matteo Temporale schreibt, was ist ein Metro Exodus? Auch nicht Leute dabei, die nicht wissen. Schau, das ist das, warum ich diese Spiele spiele, weil wahrscheinlich viele Leute nicht mehr wissen, was das so ist. Das Fett im Topf schmelzen, vom Herd nehmen, die restlichen Zutaten vermischen und dazugeben. Diese Masse kurz abkühlen lassen und dann Streusel erzeugen, indem man Teig in die Hand nimmt und zwischen beiden Händen zerbröselt. Schön kneten, Ich hab gerade gespannt, ich muss für die 1 Euro Donations den Text kürzer machen, weil das ist einfach total Schwachsinn. Ich hab keine Ahnung, was du da gerade erzählt hast, aber ich glaube, es war, weiß ich nicht, Schnitzelbräsel, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist ja wurscht. Naja, auf alle Fälle, es gibt Fake nur zum Zocken und es ist so schön. Es ist so schön, dass ihr da drauf Bock habt. Und für alle Playthroughs, die wir machen, wenn das Spiel fertig ist, schneiden wir weiterhin ein kleines Video zusammen. Die besten Momente, die auf Twitch quasi geklippt werden oder die nicht geklippt werden, aber wo man denkt, das ist vielleicht sehenswert irgendwie. Damit es auch weitergeht, damit ein paar mehr Videos wieder kommen in nächster Zeit und nicht bloß alle 3 Monate mal eins. Ja, und bis dahin schauen wir mal, wo die Reise hingeht, oder? Keine Ahnung. Also solange ihr Bock habt, hab ich Bock. Und zocken wird man jetzt bleiben. Da kommen wir doch, das können wir bis in die Unendlichkeit machen. Bis in die Unendlichkeit, das werden wir wahrscheinlich halt bis in die Unendlichkeit machen. Ich sag's euch, wie es ist. E-Zigarette funktioniert mit gleichem Prinzip wie Nebelmaschine in Disco. Studie aus den 70er Jahren. Bebel ist das Dampf nicht schädlich. Hauptbestandteil von Base-Propylenglykol war früher in Asthma-Inhalatoren enthalten, also auch gut für und LSD war früher auch frei erhältlich und Heroin auch. Okay, fertig erzählt? Gut. Zum Thema Liquid. Ja? So, jetzt passen wir auf und schaut einmal Folgendes so. So. Schaut es aus, als wäre es gesund. Ich hab nicht gesagt, es ist hochgradig giftig und du sollst das nicht tun und du kriegst sofort Todeskrebs und was weiß ich. Aber mir braucht halt keiner erzählen, dass wenn ich jetzt ausgehe und nehme einen tiefen Atemzug frischer Luft oder ich nehme einen tiefen Atemzug davon, dass das gesünder ist als das da draußen. Okay? Ist mir auch völlig wurscht, ob es schädlich ist oder nicht. Ich bin für mich davon überzeugt, dass es weniger schädlich ist als Zigarettendreck. Ja? Dass die Sache da ebenfalls in deiner Lunge hängen bleibt, braucht mir auch kein anderer was verzeihen, weil mein ganzes Zimmer, dieser ganze Bunker da drin, ich brauche bloß einmal an meine Poster, die da hängen, so mit dem Finger drüber fahren. Dann hängt da überall diese ölige Scheiße von diesem Zeug da. Okay? Studien aus den 70ern beweisen einen Scheißdreck. Ganz ehrlich, Studien aus den 70ern beweisen, keine Ahnung, dass Polypropylen schießt mich tot nicht geht. Ja, ich bin auch auf einer Seite, dass das nicht schädlich ist, okay? Dass das aber nicht gesund ist. Da brauche ich kein Raketenwissenschaftler nicht sein, okay? Und das gesünder ist als Zigarettenraucher, da brauche ich auch kein Raketenwissenschaftler nicht sein. Und wenn man sich ganz ehrlich ist. Ich bin ein Nebelwerfer, Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. Ja, wie soll ich sagen?
nicht falsch verstehe, ja, viele Dampfer kriegen das jetzt wahrscheinlich, vor allem der Dampfexpress, der hat mir ja gerade geschrieben, kriegen das jetzt wahrscheinlich in den falschen Hals. Nicht falsch verstehe, ich finde die Scheiße ziemlich geil. Erstens, sie schmeckt gut. Zweitens, du stinkst nicht wie ein Aschenbecher, sprichwörtlich. Drittens, es ist bei weitem nicht so ungesund wie Zigaretten. Viertens, es ist bei weitem billiger. Ja? Das kostet mich im Monat, weiß ich nicht, 15 €. Natürlich kostet die Maschine da, das ist ein Aspire Speeder mit Kopf und mit Zeug, das was du dann nochmal dazu kaufst, kostet ein wenig Geld, das kostet mir auf einen Schlag ein 100er, das Ding. Mit sauberem Heizung und so weiter. Bavarian Chris! Auf Steam gibt's so ein Anime-Spiel wie das Host Katharine. Das ist total krank und hat eine richtig geile Story. Ist das nicht so ein Hentai-Ding? Ist das nicht so ein typisches Klicker-Anime-Spiel, wo nur Titten sind? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich kenn's nicht. Catherine. Oder ist es dieses Jump'n'Run, dieses Pixel-Jump'n'Run, das sehr hoch gelobt wird aus der Indie-Szene. Naja, also wurscht. Herr Eder van der Ham, ich lese schon die ganze Zeit, Versuch Nummer 6, zeig uns einmal deinen WoW-Account. Das ist mal. Ich hab kein WoW installiert, ich spiele kein WoW mehr. Ich war bis zu Battle for Azeroth riesengroßer WoW-Fan. Für mich war es wahrscheinlich das letzte Add-on, weil Blizzard einfach hier steil den Bach runtergeht. Ende Gelände. So. Wo haben wir stehen geblieben? Ja, also zum Thema das hier. Nochmal, ich möchte wirklich jedem ausdrücklichst sagen. Nein, es ist nicht gesund. Du wirst nicht gesünder davon, wenn du dir die Scheiße einraust. Nein! Und irgendwelche Studien aus den 70ern, allein wenn der Satz schon so geht, das musst du doch selber auffallen, beweisen einen Scheißdreck. Dennoch bin ich auf der Dampferseite und sage, natürlich ist es nicht so schädlich wie scheiß Zigaretten und überhaupt und sowieso. Aber je mehr Tamtam da drum gemacht wird, desto eher fällt am Start irgendwann einmal auf so, ja, jetzt wenn gleich keine Zigaretten mehr kaufen und den Scheiß da rauchen, ja, dann hauen wir halt dort Steuern drauf. Und dann kostet der Liter Base nicht mehr 10 €, sondern 35 oder 50 oder sogar 100 €. Weil ich da einen ganzen Monat lang ohne rauche. Und ich rede aus Erfahrung, ich habe 2 8-Euro-Schachteln am Tag geraucht. Okay? Wenn mir irgendjemand was vom Rauchen erzählen möchte, dann soll er bitte kommen. Dann soll er es bitte tun. Und ich wiederhole mich, ich habe am 01.01.2018 von heute auf morgen mit diesem Ding einfach aufgehört. Einfach so. Es war kein Stress, es war gar nichts. Der Geilbuffet, da geht's für den Euro. Und wir sollen sagen, da tust du ausreichend Nikotin rein. Es ist am Anfang 1, 2, 3 Tage natürlich ungewohnt, weil du dieses Teil jetzt in deiner Putzen hast. Und das, was mir ziemlich viel geholfen hat, das ist dieses kleine Mundstück hier. Ja? Das steckt man da oben so rein. Blub. Das ist natürlich schon abgeschwitzt, wird Sau, weil ich das schon seit Ewigkeiten habe. Und wie soll ich sagen, das fühlt sich eher nach Zigarettenfilter im Mund an, als das fette Teil, das halt normal ist. Schaut die ganze Zeit aus, da den ganzen Tag irgendjemand mal am Fauchen. Ja, wenn du rauchst, kauf dir so ein Ding, du wirst mir sehr dankbar sein. So. Der Dampfexpress schreibt schon richtig, in die 70er war er Asbest gesund. Und man hat es aufs Hausdach aufgelegt, wie zum Beispiel auch auf meines. Naja. Die Klar schreibt, ich finde Raucher besser als Dampfer. Ja, das ist der typische Schmerz von den Rauchern, die nicht aufhören wollen. Ganz einfach. WOS hoitst du von Astronair. Hilfe Luft! Passt gut zu deinem Namen. Astronair. Es hat mich schon immer interessiert. Aber ich hab's noch nicht. Ja, im Alpha! Viagra arbeitet in einem Dumpfshop. Es ist schon klar, dass du sagst, dass es nicht giftig ist. Und der Nebel bleibt nirgends hängen. Was? Und färbt auch nicht die Wände oder Zähne gelb. Das WOS an deine Poster ist Eisdunst. Durch das Verdumpfen hust du auch nicht die ganze Scheiße in der Lunge WIA durchs Rauchen. Jetzt pass auf, ich hoffe, dass man es in der Kamera sieht. Also, ich gebe dir recht. Es verfärbt nicht. Okay, es ist ja auch farblos. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie man das macht, wenn man richtig krass farbige, wie soll ich sagen, ein richtig farbiges Liquid da rein tut, also einen richtig farbigen Aroma-Dings, da wo dann die Sauce so richtig gelb wird. Kann ich nicht sagen, ob sie das dann die Wände verfärbt, weil ich es nicht da habe. Mein Liquid ist so herinnen, es ist ganz glasklar. Ja?
So, jetzt bei Nova. Jetzt zeige ich dir mal was. Haben wir wieder irgendwo ein Tempo. So. Das ist ein Tempo. Das ist ein Tempo. It Tempos. So, jetzt fahre ich da mal über so ein Poster drüber. So, kann man das einigermaßen sehen, okay? So, jetzt wird es gleich ziemlich eklig, weil die ganze Scheiße an den Poster drüber. So. Wie war das mit nicht abfahren? Wie war das mit nicht abfärben? Keine Ahnung. Und nein, das ist nicht der Zigarettenrauch, weil ich die Poster noch nicht einmal so lang habe. Und es ist auch nicht dreckig, weil ich keinen Dreck an mein Wind wirf. Es ist einfach nur das gedampft und das ist richtig nass. Das ist richtig ölig und richtig nass. Ja? Ein wunderschöner Handabdruck. Kann man das sehen? Also jetzt setzt man nichts in eine Dampfshops oder sonst irgendwas, dass das Zeug nicht an der Wind hängen bleibt, nicht in meiner Lunge hängen bleibt und überhaupt. Ja, und wenn du in einem Dampfshop arbeitest, das ist ja alles schön und gut, aber seid halt ehrlich. Ja, kein Mensch hat eine wirklich anständige Studie darüber gemacht, ob es wirklich nicht giftig ist oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht giftig ist, ist natürlich viel, viel höher, aber den Beweis, den gibt es nicht. Und warum dann da herin überall an die glatten Oberflächen diese ölige Scheiße hängt, die kommt auch nicht einfach irgendwo aus dem Nirgends. Die kommt seit einem Jahr von dem Zeug da herin. Und natürlich ist das die Verdunstung, ja, die hängen bleibt. Aber das ist ölig und nicht wasserig und die geht halt weg. So. UISOJZ einmal an Eule, wenn nur irgendwer das Dampfen Gott heißt 3 durch. Habt's es über deine Ahnung WOS drin ist. Und imo an a richtige Ahnung und net eure Internetquellen. Das Zeigel ist unsung WIA normal WOS, jede DER WOS anders Sotschhut K. Gibt da noch was? Wahrscheinlich keine Ahnung. So, okay, also nochmal. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist gesünder wie Zigaretten. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht gesund. Okay? Es ist billiger wie Zigaretten, es schmeckt besser wie Zigaretten, es stinkt weniger wie Zigaretten. Dennoch, genau wie Zigaretten, bleibt die Scheiße an der Windhecke backen. Überall an die glatten Oberflächen ist diese ölige Scheiße, die sogar jetzt da oben rinnt, weil ich es jetzt natürlich obergewischt habe. Und überhaupt und sowieso. Ganz wichtig, fangt bitte nicht zum Dampfen an, wenn ihr es noch nicht tut. Wenn ihr Raucher seid, dann kann ich es nur empfehlen. Es ist billiger, es ist gesünder. Ich spüre ja seit einem Jahr, dass ich besser schnaufen kann. Besser alles ganz anders ist. Ich rieche ganz anders. Ich schmecke ganz anders. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zur Zigarette. Das ist alles cool. Aber der typische Schmerz von natürlich Dampfshops und so weiter und extreme Dampfbefürworter, das ist nicht giftig und ist nicht giftig, ist halt einfach Bullshit und das wisst. So, das ganze Dampf- und Rauchzeug geschnupft wird. Da der rechte Herr Sigmund, wisst ihr was, dann kauft ihr euch eine Gletscherpresse und fertig aus Amen. So. Das Einzige, was in die Lunge gehört, ist Luft, alles andere ist und bleibt ungesund, Diskussion beendet. Ja, genau. Wie, darf ich übergroße Metroposter hinter dir? Das übergroße Metroposter hinter dir haben. Ja, ich baue schnell ab. Das ist eigentlich ein ziemlich lustiger Effekt. So. Bierzelt, Koks, Gletscherbries. Was? Ja, das ist auch wieder sowas. Da wo Bildzeitung eine Schlagzeile drüber macht, weil irgendein Footballstar von den Titten von irgendeiner irgendeinen Schnupftabak oberschnupft und Bild schreibt drüber Skandal! Footballstar, keine Ahnung, kokst in Oktoberfest. Die haben so dumm. Die haben so dumm. Naja. Der Kästi FK schreibt, was hältst du von der Artenvielfalt beziehungsweise rettet die Bienen? So. Muss ich sagen, habe ich mich noch nicht ausreichend damit befasst, dass ich das wirklich beurteilen kann. Ich finde die ganzen Leute ziemlich dumm, die sagen einfach bloß, rettet die Bienen, ja okay, ich unterschreibe. Was das allerdings heißt und wie und warum und überhaupt, haben leider keine Ahnung und das nervt mich. Ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich habe mich noch nicht befasst damit. Ich sag's dir, wie es ist.
Ich mit meinem riesen Garten da, um den ich mich nicht kümmert und nicht zubetoniere, tue ich wahrscheinlich mehr als die meisten für Bienenvölker etc. Da draußen ist pure Natur, okay? Und ich gebe wenigstens zu, ich habe mich nicht damit befasst, aber ich gehe auch nicht blind ins Rathaus und sage, rettet die Bienen, ja, ist eine gute Sache, unterschrieben. Das tue ich nicht, schon gleich gar nicht, mache ich Werbung dafür. Befasst euch davor bitte mit der Sache, was das überhaupt heißt für Landwirtschaft und für überhaupt, wer davon betroffen ist. Ich habe bis jetzt nur so Landwirte gesehen und gehört, die sagen, Leute, geht's da nicht hin, weil das und das wird schon einen Grund haben. Leider Gottes hört diesen Landwirten halt keiner zu, weil die in diese Werbung kein Geld nicht stecken und da kein Plakat alle 5 Meter hängt. Und für dieses Bienenscheißzeug, wie auch immer die das machen wollen, hängt halt schon überall ein Plakat und für das wird Geld ausgegeben und deswegen gehen die Leute hin, ohne das nachdenken und drucken quasi auf Ja. Finde ich gut. Und das ist halt einfach nur dumm. Samuel Gestier schreibt, Bienen haben aber schon geile Viecher. Ja, ohne Bienen hätte man nichts zum Fressen, guter Mann. Ja, Bienen haben nicht bloß geile Viecher, Bienen haben tatsächlich geile Viecher und interessante Viecher und sie sind wichtig. Ja, sie sind verdammt wichtig, weil wir sonst nämlich alle verrecken. Herr Alpha! Wenn A-Liquid farbig ist, nur Kim rettet das von Lebensmittelfarbe und das verfarbt auch nicht und... Man sollte Hoite stellen, wo die EA-Dunst OBN ist, ab und zu putzen. Ja, das ist mir schon klar. Bloß wenn ich 2 Tage darin umeinander dampfe, dann hängt die Scheiße da wieder dran. Verstehst du mich? Das geht nicht weg. Das ist in 2 Tagen hängt's wieder dran. Ich baue nicht alle 2 Tage mein Setup da ab und putze meine Poster da hinten. Das geht nicht. Interessanterweise hängt's ja an der Wand nicht, sondern bloß auf glatte Oberflächen und ganz markant eben auf die Poster, wo ich halt davor sitze und die ganze Zeit hinblos. Und wenn ich jetzt halt abputze, ich kann jetzt schon wieder dort sehen, dass da alles feucht ist. Obwohl ich nicht einmal da sitze und irgendwas aneinander dampfe. Ja? Das ist halt eine Nebenwirkung des Ganzen. Ist mir ja wurscht. Es ist mir ja wurscht, dass das da dran hängt. So ist da dran hängen. Poster gehen nicht kaputt, PCs gehen nicht, es geht ja nichts kaputt dabei. Aber ich höre mir halt nicht von irgendjemandem noch, der mir sagt, ja, die Dampfscheiße setzt sich nirgends ab und der ganze Bunker, egal wo, an die Fensterladen, überall hängt das Zeug. Es stimmt halt einfach nicht, was du sagst. Das ist halt einfach nur mal Fakt. Hose Du Remix von denen Lieder gemacht. Gren Dennis, jetzt wenn ich den Satz einigermaßen interpretiere, Hose Du Remix von deine Lieder gemacht, dann denken wir mal, heißt das eher, hast du Remix von deinen... Ich habe keine Remixe von meinen Liedern gemacht, das sind einfach meine Lieder, so wie es sind. Das sind die ganz alten und das sind die, naja, also die neueren, die haben auch schon wieder uralt, das ist ja wurscht. Der Herr Schuster fragt mich, wie man das Topmodel anschaue. Ist das dein Ernst, Mann? Nein! Also ernsthaft, nein. Der Oberlandler Geibiffe schreibt, Birger, machen wir eine Luftmessung bei dir im Zimmer und dann ist in deiner Straße ein Fahrverbot für dich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, der Voice auf Snooze, deswegen Snooze hast gar nichts an der Wand. Ja, dafür hast du braune Letten in der Futzen. Ich weiß jetzt auch nicht, was besser ist. Da habe ich lieber da am Poster, wo ich mit dem Tempo schnell drüber fahre und dann ist alles gelb. Hey, Birger, schau vom Leberkaskrapfen gehört. Mein Gott, der Nächste. Nein, hab ich nicht, ich mag ja nichts wissen davon. Und vielleicht konserviert die Poster, ja. Ja. Die Bauern müssten halt mit ihren, keine Ahnung, Spritzmitteln oder so aufhören, weil die Bienen killen bzw. schwächen. Und die geschwächten Bienen werden dann von Varroa-Milben gekillt, was dann als der offizielle Todesgrund benannt wird. Ja, da kenne ich mich zwingend aus. Da kann ich nicht mitschmerzen. Aber das grundlegende Problem sind weder die Bauern noch irgendwer, sondern wir alle, die irgendwo den billigsten Scheiß vom billigsten Scheiß kaufen. Warum? Weil wir schon indirekt müssen, weil wir allesamt nicht so viel Geld zum Leben haben, wie wir es brauchen, damit das passt. Snooze. Was für Snooze? Mr. Trollock vergeht's gut, aber ich werde mir dafür alles kaufen, bloß kein Snooze. Maika Curry King Weißwurst, ja lecker, da habe ich voll Bock drauf. Was ist eigentlich mit deinem Beutel von dem Edeka? Was ist eigentlich mit meinem Beutel von dem Edeka? Da weiß ich nicht mehr, von was das dreht. Haben wir da mal irgendwie, weiß ich nicht mehr. Ach so, da wo Birger draufsteht. Jetzt glaube ich, weiß ich es wieder. Eine gute Frage. Weiß ich nicht mehr, wo die Sieggemeinde ist. Der Birgen ist so ein Haus-Level an Schönheit, die Models haben keine Chance. Ja, also wenn ich beim Topmodel mitmachen darf und da das alle...
If you know what I mean. Birger, was sagst du zur Spielsucht? Hast du schon mal gezockt? Nein, hab ich nicht. Ist was, kann ich nicht, wie soll ich mich da kann ich nichts sagen dazu. Ja, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass man da drauf süchtig werden kann und unkontrolliert süchtig werden kann. Ich habe aber selber noch nie gezockt. Deswegen kann ich da nicht mitschmerzen, glaube ich. Der iPyro Gamer, was hast du für deinen PC zahlt? Für den alten oder für den neuen? Darwin Schüttel stinkt grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen. Wenn du das sagst, Jonas, der Windschüttel stinkt. Irgendwas mit Gesicht und so weiter, keine Ahnung. Aber die Bauern sind immer schuld. Ja, natürlich, weil das die Ersten in der Kette sind. Deswegen kriegen sie ja immer die ab und die kriegen am allerwenigsten. Das ist ja das Problem an der Geschichte. Das sind so Leute, die kaufen sich einen 800 € Weber-Grill. Das ist aber das schönste Beispiel. Ich weiß, das kennt ja jeder, aber es ist wurscht. Die kaufen sich einen 800 € Weber-Gasgrill, weil sie mit der Coin nicht umgehen können. Und dann legen sie einen 2,50 € Gebrutzler von Maika drauf. Das haben wir die allerlieben. Und dann und das Billig-Ketchup von Ja. Weißt du, und dann wundert und dann aber beschweren, wenn, weiß ich nicht, wenn es Benzin da einer wird, hab aber einen 500.000 € Porsche in der Garage stehen und wieder beschweren, wenn das Barre Mille 10 Cent mehr kostet. Da frage ich mich, warum ist das so? Naja, das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Mr. iPyro Gamer für den neuen PC habe ich genug ausgehen. Genügend. Die Bauern sind Opfer und Täter zugleich. Die haben halt echt eine Arschkarte. Wenn die Bienen weg sind, haben die Bauern auch nichts mehr. Ja, sie können aber auch nichts daran ändern. Ja? Damit riesengroße Supermarktketten und was weiß ich, wie das läuft und Großhändler einer das Zeug abkaufen, müssen die das so billig produzieren, wie es noch irgendwie geht, weil sie kein Geld von denen kriegen. So läuft es halt wahrscheinlich. Und wenn sie das nicht mit den Spritzmitteln machen, damit es ultra schnell wächst und nicht von Schädlingen kaputt wird und was weiß ich, was alles sehe, dann wird ihnen das Zeug nicht abkauft. Ja, und was soll's dann? Dein Leben lang Kartoffeln fressen. Oder dein Leben lang Milch saufen. Oder was auch immer. Das ist mit Sicherheit überall das Gleiche. Was möchtest du machen dagegen? Außer, dass wir allesamt hergehen und einmal sagen, nein, ich kaufe jetzt nicht die 15 Cent Mille, sondern halt die für 1 € von was weiß ich wo. Ich erwische mich ja selber, ich kaufe auch sehr viel billig Scheiß, ja? Warum soll ich jetzt halt 8 € für Gurken ausgeben, wenn ich ja eine für 50er haben kann? Weißt du, das ist halt einfach, das gehört entweder gesetzlich unterbunden oder wir brauchen alle mehr Geld zur Verfügung. Da bin ich drohend, dass ich für das, was ich da alles mache und überhaupt 40% davon am Staat ins Arschloch schieb, wo ich mich frage, für was denn eigentlich? Da wo es den ganzen Tag heißt, meine Krankenkasse und so weiter hat so viel Geld übrig, aber im nächsten Monat muss ich 10 € mehr zahlen. Dann wo ich mir gefragt habe, warum? Was jetzt ihr mit denen, was jetzt ihr? Naja, aber das ist zu politisch, das hat in meinem Kanal nichts verloren, um ganz ehrlich zu sein. Und von der ganzen Materie habe ich auch viel zu wenig Ahnung, dass wenn der Richtige kommt und mich da Dinge ausfragt und so weiter, dann habe ich nämlich keine Ahnung und das kann ich ja ganz offen und ehrlich zugeben, weil es Zeitverschwendung ist, in meinen Augen sich damit zu befassen, weil du als Einzelner nichts bewegen kannst, nix. Selbst wenn ich jetzt hergehe mit meiner Reichweite, die ich theoretisch habe, ja, und fange an, sehe ich an, dann gibt es immer die Gegenpartei, die genauso laut schreit wie die anderen. Und solange wir uns alle gegenseitig auffacken, hier und ich hab recht, ändert sich hier gar nichts. Gar nichts ändert sich hier. Es ist halt einfach so. Ja? Wenn du mich fragst, dann wollen die das so. Ja? Aber was weiß ich schon. Die wollen, dass wir uns gegenseitig aufhacken, weil solange wir uns nämlich gegenseitig aufhacken, fuckt man sie nicht auf. Ich hob damit Mo an, dass es sich nicht in der Kleidung absetzt, weil beim Rachen jo immer de Kleidung noch Rauch riecht und das Hoid beim Dumpfen net ist. Ich hoffe, ich hob mi IAZ bei dir nicht unbeliebt gemacht. Ich hoffe mehr, ich hab mich nicht bei dir unbeliebt gemacht, weil ich so harsch sag, was ich mir denke. Den Eindruck habe ich allerdings auch nicht, dass sie in der Kleidung festsitzt. Und das, glaube ich, ist der Feuchtigkeit in diesem Dunst zugute zu sprechen. Ja, es gibt keine Feuchtigkeit im Zigarettenrauch, deswegen sitzt sie da überall fest. Aber die Feuchtigkeit bleibt halt nicht so, ich sag jetzt mal, am Gewand hängen. Zumindest habe ich nicht den Eindruck. Naja. In diesem Sinne, Helga, wie der Chief so schön sagt. So, wir haben jetzt aber schon wieder 1,5 Stunden da. Ich sage jetzt, wir machen jetzt Schluss.
Moment, Schluss, hab ich keine Lust mehr. Jetzt habe ich so viel geschrien und habe mich wieder so viel aufgeregt, was ich eigentlich gar nicht wollte. So, eine schlürfen nochmal. So. Tja, was gibt's zum Sagen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir eigentlich wie jeden Freitag mittlerweile, ja. Und die ganze Woche ja auch mittlerweile, ja. Eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Und, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich brauche einen neuen Mikrofonständer. Kinder, ich glaube, ich bestelle mir jetzt, wenn wir aufhören, bestelle ich mir einen neuen Mikrofonständer, weil jetzt gelangt es. Das scheiß windige Scheißding, schau mal so, was soll denn das? Was soll denn das? Kann ich festschreiben, wie ich mag? Es hängt irgendwo umeinander. Scheiß Drecksding. Grützi, fix. Ja, wie soll ich sagen? Wir sehen uns allerspätestens. Ja, wenn ich es nicht schaffe, so ein Video zu machen und nicht am Montag und am Mittwoch mit irgendeinem anderen Spiel mal zwischendrin zum Streamen kommt, dann sehen wir uns spätestens nächsten Freitag um 8 Uhr auf die Nacht mit, so ist Metro fucking Exodus. Und ich freue mich narrisch, das wird sicher gut, das wird sicher saugut. Und überhaupt und sowieso. Bis dahin bedanke ich mich an jedes einzelne neue Mitglied an erster Stelle. Wir haben einen Mitglied-Button jetzt. Wir sind quasi jetzt voll brutal. Und an jede Donation sowieso. Und das muss einmal langsam weniger werden, weil das ist, wenn das so weitergeht, dann höre ich arbeiten auf. Das sage ich euch. Was ist denn dann Streamer jeden Tag? Das meine ich übrigens auch ernst. Ja? Wenn das auf Dauer so weitergeht, dann brauche ich nicht mehr in die Arbeit gehen, dann kann ich wirklich da bleiben und kann nicht mehr spielen. Mr. Smurfen, Schau mal bei Ecki vorbei. Schau mal bei Ecki vorbei, jetzt halt nicht mehr. Da bin ich schon zu in Aufbruchstimmung. Aber ihr kennt es gern alle, sucht nach Bouncing Ecki, der streamt gerade auf Twitch, der führt das Ganze weiter. Mir ist aber eigentlich noch viel wichtiger. Ich glaube, der Chris fängt jetzt an, der Macher vom Trachtman, fängt an zu Bitchin Ecki, bleibt oder nein. Bleib nur ich da. lasse mich nicht mit Donations ködern. Nein. Ich glaube, der Chris fängt jetzt dann auch zum Streamen an. Das ist der Zeichner vom Trachtman. Den findet ihr unter Kläuber Chris. Oder schaut am Ecki zu, der zockt gerade, wenn es sonst nichts zum tun. Und ja, was ist es? Was ist? Schaut beim Ecki vorbei, schaut beim Chris Kläuber vorbei. Und überhaupt und sowieso. Was soll ich noch alles machen? Kriminal bei. So, spätestens nächsten Freitag sehen wir uns mit Metro. Zwischendrin vielleicht mit irgendwas streamen von irgendeinem Spiel, keine Ahnung. Merci fürs Zuschauen, Leute. Merci für euren Support. Merci an meine neuen Mitglieder im Vollbier-Squad. Merci für jede Donation. Merci für jeden Like. Merci für jeden Comment. Merci fürs Mitmachen im Chat. Merci fürs Zuschauen. Merci fürs Weitersagen. Merci, ihr wisst es sowieso. Was ist denn los mit dir? So spät! Roman! Roman. Hier beim Cover. Vergesst Gott für deine Vollbier-Squad-Mitgliedschaft zu dieser wirklich in letzter Sekunde gerade noch bis 10. Fix, Mari. Ihr wisst was, das heißt zum Abschied. Habe die Ehre, Herr Roman, mag ich sagen. So, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Jetzt schleicht euch, heute ist Freitag, jetzt ins Saufen, habt ihr Gaudi, ich muss Heisel umbauen und was weiß ich, was wir tun müssen. Okay, ich gebe es zu, heute tue ich einfach gar nichts. Wir werden sehen. Jetzt haut euch eine Schleichzeit, wir sehen uns nächste Woche. Habe Dirt und bis die Tage, alte Schmage. Keine Ahnung, ich rede dünn Schiss. So, Schleichzeit, habe ich dir nicht.